Ja, warum? Mach aber weiter, rum, fuck it. Ja. Wie ein Schwertwal, hast du jetzt gerade... Alter, wie gut. Ja, machen wir gerade alle ins Dritte, genauso behindert. Okay. Gut, 3, 2, 1. Ja, warum? Alles will gesagt, einmal will gesagt. Also, hey, Jungs und Mädels, wir sind wieder rum. Wir sind jetzt ein bisschen tiefer gestellt wie ein BMW von einem jeglichen beliebigen Ausländer. So. Ihr seht, wir sind anders positioniert, aber wir sind genau gleich mit Energie da. Und ihr wisst, wo ihr eingeschaltet habt, ihr wisst, dass wir die Migranten sind mit Vordergrund. Ihr wisst, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast. Der beste Podcast. Kommen wir mal das Thema mit Migranten. Ich finde es okay, wenn ihr da wollt, aber ich will da nicht mehr. Wieso bist du jetzt überheblich? Nein, ich bin kein... Doch, ihr zwei schon, ich nicht. War mir zwei nicht du. Ich bin kein Migrant. Ja, nicht. Also, Ich bin Schweizer, Bro. nein, Bro, Ich bin aber stolzer Schweizer. Ich bin ein stolzer Schweizer. Ich mein, ja, Bro, ich bin auch stolz drauf. Weil lügst. Weil es ist das beste Eis auf der Welt. Kässpätzli. Bro, Cash wird sich auch zu krass. Spanferkel, Alter. Spanferkel. Du kannst nichts sagen, Mann. Spanferkel, was ist da? Spanferkel. Das ist, wenn ein Schwein so nimmst und ihn mit Spieß, so wie ein Kebab, und dann machst du ihn so horizontal. Dann tust du mit Feuer ein bisschen... Und damit es noch ein bisschen vegan ist, tust du noch einen Äpfel vorne an. Geil. Ja, genau. Und Rosmarin oben dran. Rosmarin, ja, kann man machen. Ja. Aber das ist schon exotisch. Das ist Rosmarin zu exotisch. essen wegen Geschmack. Ja. Sollen wir neu anfangen? Nein, machen wir nicht. Wohl, Bro, bitte. Machen wir nicht. Nein, jetzt bleiben wir. Jetzt ist schon voll geil Ich weiß gesagt. nicht, wann ich habe. Ich habe so viel zu tun während dem Studio. Aber ist es auch schon aufgefallen, dass der Dyson bei jedem Scheiß immer sagt, ich habe keine Zeit? Und schau, da habe ich mir auch vorher vor der Tür gesagt... Vorne haben wir da diskutiert. Schau. Und ich habe es ganz einfach erklärt. Ich habe es gerade erklärt, wie Easy. mein Verlauf von meiner Woche war. Ich arbeite. Ich sage nicht, wo ich arbeite, aber es ist nicht in St. Gallen. Vielleicht habe ich es schon mal gesagt, aber es spielt auch keine Rolle. Es fängt mit WA und hört auf mit... Intertour. Ja, und der Arbeitsweg ist halt weit. Und ich gehe halt immer so auf den Zug, dass ich in Wil umsteigen. Somit hast du nie einen längeren Arbeitsweg, wo du wirklich kannst so entweder wirklich etwas machen. 20 Minuten, man, da schaltest du etwas ein und du bist gerade wieder draußen. Ja. Und darum mache ich auch gar nicht. Darum hole ich die Zeit nach und schlafe im Zug. Ja, ist schon geil. Nicht immer, aber ab und Ist zu. schon effektiv, ist schon genau das Richtige. Ich bin zum Beispiel so Social Media süchtig. Ich bin's, ja. Und falls du da nicht bist, dann glaube ich dir da nicht. Also, So wie ich dir glaube, dass du keine Zeit hast. So, also das ist ja eben, das ich ist bin ja auch... Social Media süchtig. Und zwar, ich nütze mir die Zeit aus, weil ich während dem Arbeiten halt sehr selten am Handy bin. Nütze halt die Zeit aus und dann komme ich, bleibe ein bisschen auf Social Media, schaue auf YouTube nach, schaue auf Instagram nach. Und dann penne ich eine Runde und dann bin ich schon im Büro. Voll. Und dann schaffe ich 8 Stunden, bam, Ja, voll. durch. Aber du kannst ja immer noch, meinst, in dem Moment Social Media tut dir ja nicht voll unproduktiv machen. Ich meine, du Nein, machst immer noch ich das sehe dort Zeug, geiles oder? Zeug, Und man darf es auch nicht schlecht Inspirationen. reden, Social Media Zeug. Und klar, ab und zu sehe ich auch Reels, wo ich mir kaputt lache und dann denke ich mir so, man darf es auch nicht schlecht reden. Ich meine, schlimm wird es eher, wenn es nutzt und dann und dann Ausreden kommen, wie oder du dir selber sagst, hey Bro, ich habe gar keine Zeit, aber dabei weißt du gar nicht, Bro, ich bin 4 Stunden auf Insta. Klar, da ist keine Zeit. Oder? Voll. Aber ich finde, Zeit ist immer so eine Sache von Priorität. Und Zeit ich ist meine, relativ, der Albert Einstein hat es gesagt. ja. Zeit ist Genau. relativ. Und zwar in welchem Zusammenhang? Also, es ist folgendermaßen mega interessant, da haben sich Physiker die Köpfe zerbrochen. Und dann der Einstein ist gekommen und der war ein Realist gewesen. Wegen der Lichtschwerter, oder? Er ist Wegen im der Fall- Lichtschwerter sind Physiker... Interessanterweise wegen Oppenheimer, nur dass man so allgemein mal wüsste, der Albert Einstein ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Physiker. Warte, Alter, gewesen, kannst du deine Stimme wieder normal stellen? aber er ist halt, wie soll ich sagen, er hat einfach so ein Gedankensexperiment gemacht. Zum Beispiel nur da, dass er auf seine berühmte Formel E gleich mc Quadrat gekommen ist. Das war ein Gedankensexperiment in seinem Kopf drin. Man sagt auch, dass der Albert Einstein so quasi Lichtgeschwindigkeit sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Fortbewegt hat? Er hat sich da im Kopf können vorstellen, wie der aussieht. Aber das macht gar keinen Sinn, angeblich. Da ist ja irgend so ein TikToker hat einmal gesagt. Kennt ihr die, der so einen Podcast anhockt und noch voll die epische Musik läuft und dann sagt,
ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf, dann tue ich Zähne putzen, gehe gut joggen, dann komme zurück und esse Müsli. Und dann denke ich mir, Bro, Dein Bett hast du vergessen machen. ja, dein Bett hast du vergessen zu machen, reg mich doch nicht auf. Ja. Auf jeden Fall kann das gar nicht sein, weil wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reisen wirst du gar nicht sehen. Das sagst du, physisch wie wir jetzt momentan sind, ja. Gemäß der heutigen Theorie. Ja. Gemäß der heutigen Theorie von der Lichtgeschwindigkeit, von der Physik, geht es ja gar nicht, weil Lichtgeschwindigkeit hat ja eine Geschwindigkeit und das ist ja das, was du siehst. Und wenn du schneller als Lichtgeschwindigkeit reist, siehst, obwohl vielleicht siehst du aber schon etwas, weil es geht dann noch ins Auge rein. Da, wo da entgegenkommt, ist dann da das doppelte Problem ist Lichtgeschwindigkeit. Hauptproblem. Physik zerstört. Ich meine, Hauptsache von einer Aussage von Dritter haben keine Zeit, sind wir jetzt auf Lichtgeschwindigkeit gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir auf das gekommen sind, aber jetzt kommt etwas Nächstes, das ich euch stellen will. Das ist eine Question für auch Zuschauer Yes. und Zuhörerinnen, Geil. die mich recht... Es sind so grundlegende Sachen, wo ich nachher einfach so denke, boah, wie ist das, Mann? Jungs, wie schnell ist Gravitation? Wie schnell? Ja. Ah, ja, das ist eine gute Frage. 9,81. Total schade, Karan, aber easy. Aber ich komme bei der Frage nicht raus. Was heisst wie schnell Licht? ist Gravitation? Schau mal, Licht ist ja da. Ja. Ja. Ja, aber das ist nicht Lichtgeschwindigkeit. Das ist Lichtgeschwindigkeit, Bro. Echt? Ja, Ist das da ist die Licht. Definition von Das ist Licht, Bro. Wie schnell kommt das Licht? Ja gut, in kommt deine halt drauf Augen? an wegen Strom und so Zeugs, aber ja, Nein, an und für sich. nein, nicht. Nein, wenn Das er ist Strom hat, ist ja egal. Lichtgeschwindigkeit. Easy. Aber meinst du Das jetzt sind- mit Gravitation? Also man geht davon aus, ich glaube, ich bin da kein Physiker, es tut mir leid. Aber ich glaube, Licht sind Photonen. Man ist sich heute noch unsicher, dass Licht Wellen sind oder Teilchen. Das sind noch die Physiker am Streiten. Es gibt 2 Experimente, die sehr legendär sind. Und eins ergibt, dass Licht Teilchen sind und einmal Wellen. Also die meisten Experimente gibt, dass Licht Teilchen sind, also so kleine Kügel, so zum Vorstellen. Aber ein Experiment, das eigentlich nur mit Wellen geht, geht auch bei Licht. Das ist schon krass. Das ist faszinierend. Aber da ist eben dann in der Quantenphysik, heißt das, glaube ich, wenn es ums ganz, ganz Kleine geht, dann ändert er bei uns die Basic-Physik. Das ist krass. Finde ich so krass. Sie ändern einfach. Also, eben, Wieso? Ich nicht raus. also was meinst du jetzt mit der Frage? Ich komme jetzt gerade nicht raus, weil Also, es gibt sorry. ganz viele Themen auf einmal. Also, mit Lichtgeschwindigkeit wird ja, wenn ich jetzt Licht einschalte, reist der Photon, das Teil, reist mit 300.000 Kilometer in der Sekunde. Genau. Und ich sehe es dann direkt. Also, beziehungsweise bis wenn ich es verarbeite. Und Genau, so. um da Wir geht- ignorieren das mal. Aber es braucht von A nach B so und so lang. Wie schnell ist aber Gravitation, dass es die anzieht? Wirkt das direkt bei einer Masse? Gedankensexperiment, Jungs. Versucht es. Ist zu weit für euch? Du redest von Anziehung und Gravitation. Das ist ja Das ist das Gleiche. Anziehung und Gravitation. Ja, wir sind ja mit Weißt du den Gravitation. Unterschied? Oha. Anziehung ist ja... Wenn eine Du hast ja Person- gerade die Bewegung gemacht, das ist ja nicht Gravitation. Gravitation ist ja etwas, wo du auf die Erde geht. Ja, und da wird ja angezogen von der Erde. Ja, aber eben, ich habe gerade so die Bewegung angeschaut. Eben, Ich bin verwirrt 9,81, Mann. Das ist ja die gewesen. An und Regel, für Mann. sich, ja, schon. Aber Gravitation auf Jupiter ist nicht 9,8. Ja, aber ihr redet von der Erde. Es spielt keine Rolle. Ah ja gut, es spielt keine Rolle, weil du kannst dann da ausschneiden. Ist dann im Verfahren, kannst du ausstreichen. Okay. Dann spielt es keine Rolle, wie schnell. Okay. Aber wie schnell wirkt Gravitation? Kann man das so sagen? Checke das. Ja, okay, jetzt stellt euch vor, ich mache aus dem Nichts, wie das Licht, das ich da einschalte, tue ich jetzt ein schwarzes Loch da positionieren. Shit! Wie lange braucht es, dass es euch anzieht? Ist das sofort? Direkt, sofort. Ist das schneller wie das Sofort. Licht? Schneller als oder Licht. ist das, oder ist das langsamer Schneller wie als das Licht? Licht. Du sagst schneller wie das Licht. Schneller als Licht. Wir wissen, kann's dass mir es null nicht schneller wie das vorstellen. Licht ist. Es ist doch. Nicht ist schneller wie Doch, das Licht. es gibt Sachen. Es gibt etwas, was schneller ist wie Ja, das es Licht, ist- aber da würde ich nicht eingehen, weil da ist eine Liebe. Also ja, erzähl, weil ich komme null Dose bis jetzt. Weißt du, Tante? Also ist gleich schnell, gemäß heutiger Studie, ist das gleich schnell wie Lichtgeschwindigkeit. Gravitation. Okay, und was sagt uns da? Dass die Das noch keine sagt uns Zeit wieder hat. mal, dass der Albert Einstein einfach mal ein fucking Genie war, weil er gesagt hat, nichts ist schneller wie das Licht. Aber es gibt Sachen, die genau gleich schnell sind. So. Ja. Dann von Gravitation, okay. Aber Gravitation, wie kannst du dir das vorstellen? Das ist schon krass, Mann. Das ist schon krass. Also, nein, das ist Und da hat man anhand von einem Experiment gemacht und zwar schlussendlich noch Äpfel. können beweisen. Nein, Mann. doch, dazu haben wir Gravitation erfunden. Ja, Erfunden entdeckt. vor allem. Das Ding ist, aber ich habe auch noch gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, wahrscheinlich. Sind wir so. Und nachher Äpfel ist im Baum, und nachher sind wir plötzlich.
Ich will da nicht einen auf schlau machen oder so, aber das fasziniert mich einmal böse. Aber es ist halt böse an der Oberfläche kratzt. Ja, Doch keine Ahnung, Mann. Da habe ich auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob da irgendein Autor mal geschrieben hat, wo einfach so das Leben vom Einstein ein bisschen dokumentiert hat. Der Typ hat anscheinend all seine Theorien nicht im Schlaf seine Theorie aufgestellt hat, sondern dass er den Schlaf irgendwie so benutzt hat, um in Trance zu kommen. Da heißt irgendwie, dass er um 2 aufgestanden ist, hat irgendwas aufgeschrieben für eine halbe Stunde, dann nachher wieder eingeschlafen für eine Stunde oder so ein Scheiß, nachher nochmal aufgestanden, irgendetwas aufgeschrieben und am Morgen, halt mit der Rhythmik, hat er gar nicht gecheckt, wann er aufgeschrieben hat, welche Theorie er aufgeschrieben hat. Ja. Und so hat er sich nochmal irgendwie müssen eindenken mit der Theorie. Und das stimmt? Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Aber ich habe es halt gelesen und es ist eigentlich schon noch recht verlässlich gewesen irgendwie. Aber da war eigentlich eben auch gezeigt, durch die Technik, ob es jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ihr kennt es selber auch, dass ihr mal irgendwie so in Trance sind und ihr sehr wahrscheinlich Sachen gemacht habt. Was machen Sachen? Und ich sage jetzt nicht irgendwie besoffen sind oder so ein Scheiß, sondern einfach echt in Trance vorm Schlafen oder halt nach dem Schlafen. Dass ihr gar nicht mehr, dass ihr es komplett vergessen habt. So. Da ist irgendwie so Magie dahinter, wo du einfach gar nicht mehr weißt, wie jetzt zum Beispiel irgendetwas sich mal im Zimmer bewegt hat und du es einfach, oder zum Beispiel auch Snooze-Button drücken am Morgen. Ja, ich vergesse es jedes Mal am Morgen, wenn ich es mache. Oder? Und hey, was vergesse ich? Check's nicht. Snooze-Button, wenn du am Morgen aufstehst und die Handy... Gewisse Aktivitäten am Morgen. Und dann machst du einfach auf Snooze. Snooze ist einfach auf den Alarm OK drücken. Aber vergisst du, dass du das gemacht hast und du schläfst weiter? Zum Teil, ja. Echt? Das ist mal fast ja, nein, das kenne ich. Vielleicht einmal also es ist nicht wegen dem, aber wenn ich mal hatte, das war letztens vor 2 Wochen, nicht einmal, eine Woche. Eine Woche? Eine Woche. Ich habe eine Person am Morgen müssen direkt anrufen, damit sie nicht verpennt. Ja. Oder? Ah, krass. Und dieser Person habe ich angerufen, aber ich selber weiter pennt. Und noch eine halbe Stunde später bin ich aufgestanden, so voll im Schock. Scheiße, ich vergesse die Person anzurufen. Ah, dann hast du es aber trotzdem gemacht. Und nachher, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Oder? Und ich so, hallo? Ich so, oh mein Gott, ich habe vergessen. Ich bin schon lange wach. Weißt du, so. Ja, ich glaube, so etwas meinst du, oder? Voll, dass genau. du so Aktivitäten vergessen hast. Das ist eigentlich eben so Sachen, die du eigentlich komplett kleine Zeitspanne auch vergessen. Ja. So. Jungs, ich weiß nicht, ob ihr da mal habt, aber es gibt gewisse Arten von Träumen. Zum Beispiel Schlafparalyse heisst das, glaube ich. Habt ihr das schon mal gehabt? Nein, ich selber nicht. Jetzt kommt, Doch, oh mein Gott, doch. Jetzt kommt eine Story, die ich kürzlich hatte. Die habe ich kürzlich gehabt. Ja. Okay, mittlerweile schon 2 Wochen her, aber ich habe sie so lustig gefunden. Ich finde einmal so Sachen, wenn mir irgendetwas passiert, wo ich mir vielleicht nicht erklären kann oder weiß auch nicht was, dann finde ich es grundsätzlich nicht ganz schlimm, sondern versuche das zu analysieren und zu merken, was ist denn los. So. Egal. Aber jetzt kommt's. Anstrengender Arbeitstag gehabt. Also anstrengend jetzt auch nicht, aber viel denken, viel müssen, bla bla bla. Zu wenig Schlaf kam am vorherigen Tag und dies und das. Und nachher kennst du es, du bist daheim, machst noch das Essen, musst das Zeug fertig machen und dann einfach ins Bett liegen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, heute gehe ich mal einfach früher noch schlafen. Ich jump so richtig in mein Bett rein. Ich habe Decke drüber, einmal kurz Sittloch. Ich schlafe sehr gerne Sittloch, meistens auch auf dem Bauch. Der wurde privat da. Und nachher, ich mache gerade Augen zu, bin ich direkt im Traum gewesen, und es kommt einfach ein Fuß auf mich zu. Ah, okay. Das ist Bam in mein Gesicht. Und das Lustige, ich habe es auch gespürt. Ich habe es wirklich gespürt. So ganz, ganz kurz. Hat nicht weh oder so. Aber ich habe es richtig gespürt. Und ich bin so richtig zusammengezuckt. Und ich so, lass mich doch einfach schlafen. Also von wem ist denn die Fuß gekommen? Ich habe es nicht erkannt. Aber ist es gerade direkt, wo du auf die Seite, sichere Seite legen? Aber vielleicht hast du das Gefühl, dass es gerade dann war. Vielleicht hast du gedacht, es ist genau dann passiert, wo du die gedrillt hast. Und vielleicht ist es später passiert, aber ja, voll. Das ist auch wieder da, was du gesagt hast, dass du vergessen hast, voll. Also man nicht weiss. Meint ja auch kein... Nein, das stimmt nicht. Weil ab und zu habe ich auch Träume, wo ich das Gefühl habe, die sind 10 Stunden gegangen. Voll. Aber dabei habe ich nur eine halbe Stunde geschlafen. Ich glaube, in diesem Moment hast du keine Beziehung zu der Zeit. Nein, 0. Du hast echt Träume, die 10 Stunden gehen? Nein, gefühlt von der Story. Okay, gefühlt du auch. Ist mir jetzt, glaube ich, noch nie so bewusst. Jetzt kommt nur ein Halbwahrheit, der Fakt. Schlaf, Träume
gehen 7 Sekunden lang. Ja. Ja. Easy. Ja. Kann man fühlen, 7 Sekunden auf 10 Von Jahre. der Story, vom Aufbau von der Story hat sie das Gefühl, keine Ahnung, wie lange Alter, du kommst da mit Fakten, Mann. Es macht nicht so viel Sinn. Nein, Aber Träume kannst du nicht erklären. Was? Träume? So, Nein, kann die man kannst du nicht erklären. Fix, Fax. Träume, fix. Es gibt Fax. Facts gibt es ja, aber aufhalten. Nein, Träume kannst du nicht erklären, Bro. Ich habe schon Sachen gehört, wo ich mir denke, es gibt während der Operation, während einer Kinoperation, Ist hat die grad Eint, gekommen. nein, hat die Eint wirklich, also das sind ein Neurochirurg hat da erzählt und nicht nur eine, sondern mehrere. Die Eint hat können 1:1 erklären, was der was die Bro, Person an du dem. musst gar nicht so weit gehen. Der Achmed hat auch erlebt. Ja, genau, will ich sagen, ja. Er lügt. Ah, stimmt. Ja, Gott gesehen. Stimmt, von der Story. Er lügt. Voll. Nein, aber das ist krass. Also, was die, und sie hat gemeint, das ist ein Traum. Ja. Aber sie hat 1:1 können, wenn er das Skalpell rausgenommen hat und so weiter, sie hat das Gefühl, es ist wie oben und sieht alles noch runter. Weißt du, so Zeug, da glaube ich schon jetzt nicht. Nein, Auch wenn kann sie schon- mir das erzählt. Nein, ich kann schon glauben. Ich glaube schon, ich kann es mir nicht erklären. Aber schau, das ist aber genau das Ding. Du kannst es nicht erklären, weil du es nicht erlebt hast. In dieser Folge, Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber ich glaube sicher. Was hast du schon erlebt, du eine Banane? Ja, Jetzt kommen wir wieder runter. Das Ding ist, schau, das, was ich vorher erzählt habe, oder in dieser Folge mit dem Unfall, den ich hatte. Ja. Wie hätte ich das Gesicht können wiedererkennen? Vielleicht Ich hast du es selber nicht. gesehen, aber du hast es nicht mehr gewusst, dass du in Ohnmacht... Bist du sicher, dass du in Ohnmacht bist? 100%ig ja. Vielleicht bist du aufgestanden, hast du gesehen? Weil ich weiß, wie in der Ich habe letzten... vergessen, dass du sie gesehen hast. Vielleicht Ja, so das Das kann wohl sein. Aber schau, ich weiß ganz genau... halber. Nein, ich weiß ganz genau, dass ich, wo ich halt den Oberschenkel gebrochen gesehen habe, ist ja Rega ist ja nicht so schnell gewesen, zu dem Sinn. Ja. Und von dort aus weiss ich habe meine Augen zugehört. Also für die, die es gerade nicht gelesen oder die Folge nicht gehört haben, der Ahmed hat mal einen Autounfall gehabt und dann hat er sich eben den Oberschenkel gebrochen. Ja. Sehr eigentlich schlimm auf eine Art. Er ist mit seinem Roller unterwegs, ein Frontalunfall. Und dann eben passed out gewesen. Und dann ist halt das Spital, zum Glück heute alles gut. Und dann hat er eben Sachen gesehen. Also Wo man eben- könnte sagen, vielleicht nicht, es ist in dem Sinn abnormal. Zum Beispiel hat er seine Chirurgin oder Ärztin oder so nie gesehen, aber auf der Straße hat er sie dann getroffen. Und jetzt diskutieren wir eben da gerade, kann das sein? Ja, nein. Warum? Und das Ding ist eben, auch die Rega-Frau hat mir gesagt, eben, als ich sie angesprochen habe, nach 3 Wochen Spitalaufenthalt, ist sie so verwundert, dass sie hat gesagt, das war mein Job, um dir zuzuschauen, ob du deine Augen offen hast oder nicht. So. Ja. Sobald du deine Augen offen hast, haben sie auch schon irgendwie so in der Ausbildung oder so, dass man dann oft mal andere Sachen ausprobiert. Und sie hat zu 100% versichert, ich habe meine Augen keine Sekunde offen gehabt, weil sie hat mich ständig anschauen musste. Ja. Die ganze Zeit. Und eben, das sind so Sachen, wo dir nicht widerfahren sind. Genau, weil ich, Oder? Und dementsprechend sehr, sehr schwer sind, zum selber verstehen. Und ich check's Unfall bis jetzt selber noch nicht. Ja, das Wenn ich ist es erzähle, ich glaube mir selber noch nicht, dass da irgend so passiert ist. Weißt du, was ich meine? Das ist weil, irgendwie echt. ich glaube, da ist ja wieder so, da ist nicht sehr ein logischer Mensch. Weißt du, was ich meine? So, Ja, sehr viel Logik muss dahinter sein. Es muss. Voll. Sonst ist es nicht erklärbar. Weißt du, weil ja ab jedem Mensch so ist, oder? Genau. Aber wenn man jetzt Logik reinnehmen, wenn man logisch denken, wie wir Capability haben zum Denken, würde ich jetzt behaupten, dass doch in dem Moment irgendwo ein Bild gehabt hast vorher, kurz bevor du Pass out bist. Das ist so der Kann sehr gut sein. plausibelste, logischste Unterbewusstsein, dass du sie wieder erkennst, oder? Unbewusstsein. Aber ich glaube auch, ich könnte auch abkaufen, so, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, wie du die sonst kannst, Ich schwöre. aber anscheinend hat sie ja gesehen. Was dahinter ist, ob da jetzt eben Logik dahinter hat oder höhere Macht. Haben die im Traum schon so. Man sagt ja Déjà-vus. So. Das ist eigentlich auch so etwas, was man nicht richtig erklären kann. Haben sich auch so schon Déjà-vus gehabt? Ich glaube, da hat jeder Mensch irgendwo, wo Ja. zum Teil bewusst ist, schon mal gehabt im Leben. Haben die Déjà-vus im Traum und sind die sicher, dass sie ja da geträumt haben? Oder haben die Déjà-vus, wo situativ schon mal genau ähnlich passiert ist im echten Leben, ohne Traum? Und denken, dass da wegen dem Déjà-vu ist? Weißt du, was ich meine? Wegen Déjà-vu habe ich mich einmal richtig tief auseinandergesetzt, weil mich das einfach gestresst hat. Man. Da hat mir immer Gänsehaut gegeben. Es ist oft gehabt.
ich habe einmal so eine Phase, wo böse viel Déjà-vu hatte. Ja. Ich schaue da, ich so, Bro, da habe ich doch schon mal erlebt. Ja. Und der hat mich besucht. Ja. Ich schaue schon wieder zum Laptop. Der hat mich besucht, Mann. Ja. Und dann nachher eigentlich, eben, da gibt es auch wieder, Bro, wie gesagt, das ist so komplex da oben. Du hast keine Ahnung, nach mir, da was ich so gelesen habe, sind Déjà-vus nicht etwas, was du schon erlebt hast. So Déjà-vus das sind so kleine Erinnerungen, wo du vielleicht gehabt hast, wo ein Teil ist. So 10%, wo jetzt das Gefühl hast, dann erlebt, oh, ich mache so, ich mache da. Genau. Oder? Dabei ist vielleicht nur, dass du die grüne Flasche mal irgendwo gesehen hast und das Gehirn tut da die 3-4 Erinnerungen zusammenmischen und du hast noch das Gefühl, es ist etwas, was du schon mal erlebt hast. Nach mir ist Déjà-vu nicht etwas, was du schon erlebt hast, weil das wäre etwas, wo du ja theoretisch in die Zukunft schaust. Also dass du ja irgendwo durch in die Zukunft kannst schauen. Weil du es schon mal erlebt hast. Irgendwo also keine Ahnung. Aber das ist so die logische Erklärung, was Déjà-vu ist. Aber wenn du es schon mal erlebt hast, dann wirst du in die Vergangenheit schauen. Wahrscheinlich, ich habe auch mal gehört. Da haben wir verarbeitet zuerst, ja. Okay. Déjà-vu, da habe ich schon mal gehört. Nein, einmal habe ich irgendwie gehört, dass, also weiß es auch nicht mehr, vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen. Déjà-vu sind ein Fehler von unserem Gehirn, weil wir als Tierart unser Gehirn in den letzten Millionen so schnell gewachsen ist, das ist wie ein PC, der zu früh auf den Markt kommt. Er hat Fehler. Und Déjà-vu ist ein Fehler vom Gehirn. Ja, so wird es beschrieben. Ja, das ist, ja. Aber was heisst ein Fehler? Ein Fehler ist etwas gesehen, was du nicht siehst. Zum Beispiel. Oder etwas fühlst, was du nicht fühlst. Das ist ein Fehler. Und hast in dem Artikel, den du gelesen hast, auch, ist irgendwas wegen dem Träumen gestanden, in Beziehung auf... Nein, es ist wirklich nur um Déjà-vu gegangen. Das ist nur um Gehirn gegangen und nicht... Vielleicht ist Träumen auch ein Thema. Déjà-vu, oder? Nein. Und zwar, wieso träumt man, ist sicher die Frage gewesen. Aber grundsätzlich ist ja Traum, sagt man, also was ich gehört habe, sagt man, ist auch so ein blöder Begriff. Was ich denke, Traum ist, du hast tagsüber keine Zeit gehabt, um das zu bearbeiten oder Revue passieren zu lassen, dann machst du es im Traum. Sagst du etwas, was vorher war oder dich in Zukunft wird beschäftigen, nimmst du dann auseinander im Traum. Bis zu einem gewissen Grad. Man muss nicht unbedingt nachvollziehen können, was es ist, oder muss ja nicht unbedingt negativ sein. Es kann auch positives Ereignis sein. Ja, absolut. Ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich weiß es nicht, selten erinnere ich mich überhaupt an den Traum. Ich weiß seit vielleicht 2 Wochen nicht, wann ich geträumt habe. Habt ihr euch schon mal gefragt, an welchen Situationen ihr oder wieso ihr euch könnt an einen Traum erinnern und wieso nicht? Entweder ich weiß jeder es. Mensch, also das ist jetzt glaube ich auch zum Teil ein bisschen Fakt, jeder Mensch träumt. Ja, wir träumen immer sicher. Jeden Tag, ja. Das tun wir jeden Tag. Aber eben, Frage Stay high. Ja, es gibt auch luzides Träumen. Also gezieltes, man kann da anscheinend lernen, wie effektiv, also wie man kann den Traum kontrollieren. Auf da habe ich gerade kommen. Boah, das war schon geil. Wir haben so eine gehabt, die immer behauptet, ich kann voll meine Träume kontrollieren. Nein, Kollege, ich so, ja, schön für dich. Hat sie Lucia geheißen? Nein. Nein, ich kenne. Ich habe wieder die gleiche Person, die ich jetzt beschreibe, hat auch Schlafparalyse und sie hat gemeint, dass sie den Schlaf hat kontrollieren. Läuft ja gut mit dem Kontrollieren, dass sie Schlafparalyse hat. Habe ich gerade sagen, Schlafparalyse. Nein, heute bin ich ein bisschen also drauf, nehmen wir es mal nicht so ernst. Nein, Schlafparalyse an sich ist, also die Person hat gemeint, das ist kontrolliert. Nein, sie ist wach. Aber sie kann sich nicht bewegen. Der Körper ist einfach so gelähmt. Ja, das habe ich auch mal gehabt. Die Person ist aber wach. Und sie kann nicht aufstehen. Also warte, hat sie jetzt im Schlaf ihre Augen auf, oder wie soll das verstehen? Ja, du stehst auf, aber du kannst den Körper nicht bewegen. Und da ist die Definition von Schlafparalyse. Nicht, dass du irgendwie nicht aufstehen kannst wegen dem Schlaf. Also da indirekt schon, aber du bist wach, du bist aktiv, bist du da. Und du weißt, ich muss aufstehen. Aber dein Körper bewegt sich einfach nicht. Wird in der Medizin als Krankheit angesehen? Ich glaube schon. Es ist sehr stressrelevant. Also es ist sehr zusammengebunden mit Stress eigentlich. Okay, krass. Als ich da hatte, hatte ich auch so eine Stressphase und dann auf einmal, bam, einfach nicht aufstehen. Ja, einmal, ich kann mich auch leider nicht mehr erinnern, aber erst irgendjemand hat ihm da erzählt mal, dass ich da nicht so etwas hatte, aber ich wusste, ich war wach gewesen. Aber nein, warte schnell, lass mich überlegen. Ich bin
wach gewesen und mein Körper hat sich bewegen. Und die hat dagegen gekämpft. Und das Kämpfen, ich schwöre, es war so Hand in Hand gewesen. Es ist, ich kann es nicht beschreiben, ich war so seitwärts gewesen. Mein ganzer Körper ist am Zittern, also so am Shivering, weißt du Shivering? Nicht zittern, oder? Shivering ist so. Ja, und der Körper innen dran so voll am Kribbeln. Ja. Und der Körper hat sich bewegen. Aber ich einfach nicht. Ich so, nein, ich will mich nicht bewegen. Ich will nicht twerken jetzt. Nein, noch einmal so. Ja, einfach, der hat mich besucht. Und morgen aufgestanden, voll verschwitzt. Voll verschwitzt am Twerken. So der Arsch, jetzt Schweiß einfach auch. Ja, so etwas. Ich hatte das Gegenteil gehabt, weißt du, der Körper hat sich bewegen. Oder ich weiß nicht, ob der bewegt. So habe ich es aufgenommen, dass der Körper sich bewegen. Sich bewegen. Hat sich bewegen. Hat sich bewegt. Ja, es ist krass. Also, es sind Sachen, die du einfach kannst annehmen, aber hinterfragen ist halt so ein bisschen. Aber bist du am Morgen aufgestanden, hast du nicht so gefragt, Alter, weißt du jetzt? Absolut, ich habe mich schon gefragt, aber was will ich jetzt machen? Ich kann ja nicht Twerken. Aber meistens ist es eigentlich so, wie du eingeschlafen bist, der Grund. Oder was vorher passiert ist, was du gelesen hast, was mit welchem Mensch geschwätzt hast oder welche TikTok-Reels du angeschaut hast. Ja, das kann gut sein, ja. Das ist irgendwie noch spannend zum Aber allgemein Schlaf ist so etwas Komplexes. Voll. Jungs, kann ich eine lustige Story erzählen? Ja. Yes. Also folgendermaßen. Also hat mir mein Bruder erzählt, weil er am Arbeiten war und er hat mal so einen gerufen, er hat so eine kleine Aufgabe gehabt. Irgendjemand hat bei ihm das WC plättelt, neu plättelt. Also ist nicht sein WC, aber für seine Garage. So, und ist so ein älterer Herr gewesen. Mega sympathischer, so ein Bünzli. Ja, und nachher ist er am Plätteln. Bam, bam, bam. Er hat das Handy dort vorne auf der Tresen. Und nachher läutet ihm jemand an. Er macht auf Lautsprecher, weil er gerade am Arbeiten ist. Und mein Bruder hört alles. Ja. Und nachher sagt so: Guten Tag, da ist der blablabla von Coop. Also eine Frau von Coop läutet am Herr. Piep, piep, piep. Das ist schon mal komisch, dass irgendjemand von Coop, irgendjemand Ja, Privaten mal anruft. Jetzt kommt's. Easy. Sie haben da und da gekauft und haben nicht gezahlt. Also der Self-Checkout, oder? Ja, genau. Gerade so? Gerade so. Das ist ein Fake-Anruf. Das ist mir noch Ja, nie warte passiert. schnell. Zu lustig. Das war aber auch ihm seine Taktik gewesen. Ja. Es ist zu gut. Weil es kommt so, der ältere Herr sagt so, sie sagt aber, sie sind gestern da und da einkaufen und haben nicht gezahlt. Und bla 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 bla. Und dann sagt er so, das kann nicht sein, das habe ich nicht eingekauft. Gestern bin ich auch nicht einkaufen. Ja. Und bla bla. Ich meine, das war gestern. Eigentlich musst du echt wissen, dass, weißt Ja, die Frau, wenn jemand das sagt, du bist gestern da und da einkaufen, dann musst du das wissen. Aber er ist so knallhart, nein, da bin nicht ich gewesen. Er war so voll überzeugt, dass er da nicht war. Und dann sie so, ja, aber sie sind doch der und der und der. Und sie so, ja, bla 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 bla. Irgendwie wird er voll hässlich, der Mann, und sagt, läutet sie mir nicht mehr an, das ist sicher Verarschung, ich läute die Polizei an. Und ja, die junge Frau so, hey, nein, warten Sie. Die einfach im 3. Lehrjahr oder so. Halt. Ja, weißt du, sie hat die Aufgabe bekommen, um dem betreiben. Nein, keine Ahnung, zum Geld einholen. Ja. Und er hat so genial einfach halb ausgedickt und dann hat er gesagt, läutet sie mir nicht an, sonst läutet die Polizei an, bla bla bla, und hängt einfach ab. Aber jetzt geschummen? Später läutet sie nochmal an. Nochmal so ein bisschen Thema nochmal neu. Schauen Sie haben keine Ahnung, wann er gekauft hat. Nivea-Creme Linsentorte, dies, So. das. So 5 kleine Sachen, weißt du. Und alle 5 Sachen so und bei ihm insgesamt, nebenzu. keine Ahnung, 15 Stutz oder so. Ja, Messe. Ja. Und bla bla bla. Und nachher, weißt du, was seine Aussage war? Ja. Hey, wie soll ich da... träumt. Warte, nein. Wie soll ich da überprüfen? Ich habe gar keine Quittung. Hä? Ja, wie soll er eine Quittung haben, wenn er gar nicht gezahlt hat? Stimmt, ja. Okay. Also da können Sie einfach sagen, ich habe gar keine Quittung, ich kann es gar nicht überprüfen. So ein Mongo, Alter. So Legende. Und am Schluss hat sich eben herausgestellt, Aber gut, kannst du auch auf keinen Beleg drücken. So. dass er über so längere Zeit nachher Oder doch überlegt hat und nachher gesagt hat, oh mal, stimmt, da habe ich eingekauft. Es war er. Gewesen. Ah. Und das Lustige war, Jetzt vergessen. er hat es vergessen. Krass. Und das Geile ist, wie er halt voll beharrt hat. Gell? Ich bin da nicht gewesen, bla bla, vielleicht meine Frau, weiß doch auch nicht, dies, das, Ananas. Und am Schluss hat sie ihn halt beschrieben, weißt du, sie sind so und so sehen sie aus und bla bla, wegen dem Video. Wir haben sie auf Kamera, hat sie ja gesagt. Schauen Sie, das ist keine Forschung, wir haben sie auf Kamera. Aber haben sie einen Gesichtsscanner oder was läuft denn da ab? Nein, keine Ahnung, über die Polizei.
Ja, Der findet jetzt zapp heraus, wer du bist. Aber sorry, der Aufwand. Ist krass Für 10 15 Stutz. 10 Stutz, Gefühlt ein 10 Mitarbeiter, der Stundenansatz von dieser Person, dass er anläutet und so weiter, das ist ja viel teurer als die 10 Stutz. Ja, aber ab und zu musst du Stichprobe machen, weil es klauen so viele Leute. Ja, glaube ich auch. Aber das ist ja eigentlich Aber was viele auch verständlich. machen, was viele auch machen, ist, sie ist ein Bodybuilder, hat man, also ja, YouTube-Videos und Bodybuilder hat er früher noch gemacht, wo er noch so am Kratzen war. Gell? Er hat Bananen gekauft, so 1 Kilo Banane, aber er hat nur Kilo Banane. Kilo Banane, ist nicht viel. Ah, Kino. Kilo. Ah, 1 Kilo. Okay, Ja, 1 gut. Kilo Banane, aber er hat nur so 100 Gramm Banane zuerst gewogen und den Preis draufgeklebt. Aha, ja, fix. Und das ist ja noch, Alter, das ist ja hure schlau. Ja, normal. Checkst doch nicht. Mach das bitte nicht. Nein, mach das nicht. Aber es ist ja durch verständlich, dass man im Self-Checkout Klaut. klaut. Echt? Nein. Nein. Also Schau, sind nein, die- ohne Witz, kurz mal drüber nachdenken, weil sie nutzen uns ja als ungewollt als Arbeitskraft. So, dann gebe ich mir selber Mitarbeiterrabatt. Okay. Ja, So, ich bin nicht gefragt worden, schaffe ich im Coop, schaffe ich im Migros. So Und wenn ich habe dort ungewollt schaffe, dann jalla, 100% Mitarbeiterrabatt. 100%, direkt 100%. Das hat sich der andere auch gedacht. Und das Coole war eben, hat er sich natürlich nicht gedacht, aber jetzt verhangen. Weil manchmal kommt ja, hat es Störungen oder braucht einmal ein bisschen länger und er ist einfach rausgelaufen. Ja. Und das Krasse ist, eine Frau, eine junge Dame nach ihm, hat es einfach gezahlt. Und darum frage ich mich Aha. umso mehr, wieso läutet sie denn noch an? Wahrscheinlich. Keine Ahnung, einfach so meine... Wahrscheinlich jetzt irgendwie so Internet. Einfach zum den Tag versauen. Ja, sind einfach in der scheiß Kampagne am Laufen, wo sie halt müssen. Darum hat er nachher schräg geblättert. Ja, aber genau, das ist aber genau da. Jetzt geht das so um und genau da ist die Wirkung, oder? Dass man darüber redet, Angst. dass nachher weiss, okay, look, Coop macht so etwas, sie gehen auch wenn sie Minus machen, sie gehen dahinter nach. Also das ist einfach, ja, ich finde Also eben da mit der Banane finde ich noch gut. Holt euch 2 Kilo Banane und dann nur 2 Abwägler. So dass es einfach prozentual noch stimmt ein bisschen. Also 10% mindestens. Aber damit ein schickes Video von Beweis. Nein, ist gar nicht. Die Beweise, Nicht mit dem Zuhören. Nein. Mal, sagt. Sagt, der Karan hat es gesagt. Okay, der Karan hat es vielleicht gesagt. Nein, aber schicke trotzdem Beweise. Zurück zu den Dreams wegen Shindy. Dreams. Nein. Genau, ich habe einmal etwas Ähnliches gehabt wie luzides Träumen. Luzids. Weißt du das jetzt? Lucid Dreams, das sind so kontrollierte. Ah, das sind Ja, das wäre Oh, vorher ist gesagt. ein Lucia, einfach- hat sie Lucia geheißen, weil eben ihre Aha, die ist Richtung. nicht checkt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Hier geht die Luzi ab. sehr lange San Andreas gespielt. GTA. GTA. Da ist Jeder. Nummer 1. So vor FIFA, vor allem. Scheißegal. Yes. Und Warte schnell, hast du auch so ein. normal, ich habe es ausgedruckt. Yes. Ich habe es Yes. ausgedruckt. Cheatcode. Ich habe Cheatcode ausgedruckt. sind Hunde. Bro, es hat irgendwann mal so sind neue Cheatcodes rausgekommen Ja. und ich habe keine Drucker. Patronen gehabt. Boah. Ich habe alles selber draufgeschrieben. Ja, auch geil, auch Einfach geil. alles auch selber geil. Ja, gerade wollte sagen, das ist vielleicht der erste Moment, wo man einen Drucker braucht. Ja, ist Ja, echt so. echt, Ja, einfach so ein. Und dann die Codes sind so lang, Ich gell? schwöre. Ja, Du verdammt. musst 3x und dann Bolle Ja. und. Alter. Das ist kaputt gegangen und ich habe echt viel auswendig können. Da bin ich hure stolz gewesen. Ja. Aber dafür in der Not, in der Schule mega schlecht gewesen. Voll Schläge bekommen wegen dem. Egal. So, Anderes Thema. in dieser Zeit hatte ich einen Traum gehabt, wo ich einfach auf der Straße gelandet bin, so wie du vorhin mit dem Sofa auf der Straße gelandet bist, mit dem PS2-Controller in der Hand. Ich bin einfach so fit und dann bin ich in der Hand habe ich gesehen, PS2-Controller. Und ich habe gewusst, freier Fall. Das war mein Lieblingscode gewesen. Da habe ich auswendig können, L1, R1, ich weiß nicht auswendig, aber auf jeden Fall links, rechts, bla, L1, R2 und so. Und dann habe ich mir so gedacht, easy, wenn ich das jetzt mache mit dem PS2-Controller, dann passiert das ja wahrscheinlich. Ich schwöre, in dem Moment haben wir den Gedanken gehabt, im Schlaf, ich habe es gemacht, direkt freier Fall, so. Ein bisschen gehängt, wahrscheinlich sind es nur die 3,5 Sekunden gewesen von diesen 7. Und dann kurz vorm Abprall Bist du aufgestanden? aufgestanden. Ja, das ist Aber Standard. nicht normal. So wie du vielleicht vorher so auf das Mal irgendwie schockiert. Leichter Schock noch gehabt. Das ist so das Nächste, wenn ich so an da angekommen bin, dass ich denke, easy, ich kann sogar denken im Traum. Aber Weil sonst, da mit dem plötzlich Aufstehen, da ist noch etwas, da haben hure viel. Wo ich auch über da mit dem Déjà-vu gelesen habe, ist so, hat einige Fragen, aber ich kann es leider nicht mehr beantworten. Wieso, wenn man im Traum fällt, wieso steht man denn im echten Leben auf? Dyson? Wir sind früher noch Affen gewesen und meistens, wo sind Affen auf den Bäumen? Und wo schlafen sie auf den Bäumen? Und was passiert, wenn sie im Schlaf sich nicht heben? Sie müssen sich sofort heben. Das ist ein Urinstinkt. Ja. Aber man weiß ja auch nicht, was nach dem Tod passiert. Deswegen stehen wir wahrscheinlich auf.
Was? Also wie so, wenn du abprallst, Bro, ich bin gerade voll weg. Ich so, du wurde Dieb. Ich so, du bist mal stirbst. wo runterfällt und stirbt. ja, du weißt ja nicht, Aha. wann nach dem Sterben passiert. Deswegen stehen wir auf, weil wir dann so wie die Geschichte. Ja. Also, Oder- kurze Korrektur, wir sind nicht für einen Affe gewesen, sondern wir und der Affe haben den gleichen Abstand. Genau, aber der hat vielleicht auf den Bäumen chillen. Ja. Sagt mal. Vielleicht. Ja, nein, ja. Moll. Sehr. Hey, Sehr denkst du echt, Schindler. dass so Genetik so weit hintergeht? Das sind ja mehrere tausend Jahre, Was? Millionen Jahre. War das da noch Wo wir heute Affen, wo wir noch noch haben Affen im waren. Kopf? Ja. Ja, Bro, schau mal unsere Hand an. Schau mal die vom Wal an. Das sind genau die gleichen Knochen. Wieso sollen wir nicht ein paar Erinnerungen behalten? Ja, nein. Weißt du, nur so grundsätzliche Ja. Gedanken. Wieso können Katzen, ohne dass sie einen Tag in die Schule, oder wieso können wir, oder weißt du, wieso können wir atmen, Ja, das ist, ohne dass wir das lernen? Ja, okay, sind das so ist- ja, grundsätzlich, das ist die sind verankert, ja, voll. grundsätzlich, und ein paar gehen weg mit der Zeit und da ist zum Beispiel damit im Schlaf Ja, das ist ein Urinstinkt. heben. So wie da, was du vorher gerade hast, wollte sagen, Katzen, wieso haben Katzen Mäuse gern? Oder wenn die Mäuse jagen, in dem sind die auch irgendwo drauf. Obwohl vielleicht der Babykatze noch nie eine Maus gesehen hat, aber sie hat gerade so Bock zum einen jagen. Voll, ja. Voll. Also nicht grundsätzlich, Ja, aber so. Also ich glaube, es ist da, ich weiß. Ja, eben, da ist ja wieder Halbwahrheit. wahrscheinlich wieder viel Theorien. Halbwahrheiten. Aber wenn ich vergesse, ja, mein Hund träumt einfach. Das ist geil. Auch zum Zuschauen. Und mein Hund einfach so. Ja. So, ey, ich hab das Gefühl, ich glaub, Der Bi-Herzattacke. nein, ich glaube, ein Hund träumt einfach da, wenn er auch sonst im Leben macht, träumt er genau gleich einfach im Traum weiter. So wie der Mensch. Ja, ein paar Mal sind meine Träume richtig abgefuckt, Alter. Manchmal träumen, Bro, wirklich schlimm, Alter. Einmal habe ich gemeint, ich habe meine Tante geheiratet. Bro, Aber ist geil. nein, einfach so, ich bin so am Heiraten, the fuck? ich bin so dort und einfach, Er hat so die Zeremonie machen mit so also Tante Kreuz. von ein bisschen weiter weg, also nicht so ein erster Grades, sondern ein bisschen, Aber sag mir nicht, du hast Cowboy-Hut angehabt. nein, ja, aber stell dir Oh vor. Gott, der Tante. Aber weißt du, ich glaube, er hat einfach, ich glaube, mein Hund träumt einfach. Bro, Träume werden wahr. Ich glaube, er rennt einfach im Traum. Er rennt von dir weg. Er rennt. Oh, geil. Nein, also ich glaube, aber du siehst nur die Pfote, wie er halt so macht und ein Auge so. Also wie sie Auge offen. Augen gehen amix Also ein bisschen auf. blinzeln, Ja, ja. sie blinzeln, aber Bro, Augen sind weiß. Also Fix Pupille ist Paralyse. oben. Fix Wow. Es sieht weißt wie creepy aus. Bro, fix vom Satan. Nein, und dann, wenn ich ihn einmal anlang, kommen seine Augen so von oben wieder runter. So. Von wegen, ich bin wieder wach. Mensch, Scheitan. Krass. Aber er steht so voll chillig aus. So, Voll chillig mit L'amour. so steht er auf. So voll in Trance. Ey. Geil. Handy, ja. Schau, Nein. wo ich den Unfall hatte, habe ich, glaube für 2-3 Monate immer so den gleichen Unfallvorgang geträumt. Man kann sagen Albtraum. Da habe ich mal an meinem Arzt erzählt, also Hausarzt, und hat er mich gezwungen, zum Therapeut zu gehen. Und dann habe ich gesagt, ja easy, so ich tue es irgendwie nicht so definieren als Albtraum. Ja. Sondern es stresst echt so, wenn ich die Sachen träume, aber ich tue es irgendwie nicht so richtig so heftig bewerten. Und dann bin ich zum Therapeut vielleicht für fucking 5 oder höchstens 6 Sitzungen. Er hat irgendwie für mich nicht so viel gebraucht, weil es eben nicht so überbewertet hat, das Zeug. Ja. So, und er hat dann so gedacht, nein, da wird irgendwie künftig noch eine Rolle spielen in deinem Leben und so. Baby hat noch Geld wollen. Genau. Stand jetzt, ich lau im Kopf. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mit dem zusammenhängt. Das ist Aber wenigstens ein Alibi, Bro. Bald da. genau, ja. Aber eben, das Ding ist, haben die so gewisse Albträume gehabt, die immer wiederkehrend sind? Ja, sicher. Und ich hatte sogar so einen Traum gehabt, der ist oft mit so einem Bigfoot. Ihr wisst, wer der Bigfoot ist? Ja. Ah nein, E.T. Das ist der Weiße. Ist ja nicht von fucking Star Wars. Mal, da gibt es auch dort so eine Art E.T. Bei Episode 4. Ah, E.T. Oder ist der 5. Roboter, gell? Nein, wie heißt Yeti? Sorry, meinst- Yeti. Yetis heißen die. Weiße, riesen, 3 Meter hoch, die aussehen wie Affen, wie Gorillas, aber laufen wie Menschen. Egal, Bigfoot kennen ihr aber. Ja. Ja, ich hatte mal wieder so einen Traum, gehabt, wie ich so in einem Labyrinth war und so ein Yeti mich verfolgt hat, als ich jünger war. Und das war auch oft der gleiche Rhythmus. Und manchmal, ganz ehrlich, habe ich einfach einen Anschiss zum Aufstehen. Aber ich konnte. Ich habe irgendwo mir da angeeignet, dass wenn es ein Horrorfilm ist, dass ich einfach aufstehen kann. Dann war halt immer Standard gewesen. Du musst einfach kurz ein paar Sekunden wach bleiben, nicht direkt wieder einschlafen, weil sonst bist du direkt wieder in den scheiß Dreck. Nein, eben nicht. Eben nicht. Ey, Warte, jetzt sorry, ja. sorry. Ich habe immer die Pause müssen machen, ein paar Sekunden schnell wach bleiben. Weil, wenn ich direkt wieder eingepennt bin, dann ist genau wieder der gleiche Traum losgegangen. voll. Aber ja, ich habe Jeder so am Warten, bis Ja. er wieder kommt. Ja, so gefühlt, ja.
Und ja, es ist jetzt nicht so krass gewesen, so krass zum denken, boah, jetzt habe ich böse Schiss. Vielleicht früher noch schon ein bisschen mehr. Aber wie alt bist du denn dort? Ich weiß nicht, das war Primarschule oder so. Okay, also in dem Fall sehr jung. Ja, genau. Und aber irgendwie habe ich es geil gefunden. Ich habe einfach Ich habe es aber auch geil gefunden, Alter. ja, ich tue gerne träumen, wenn ich es check und realisiere. Es gibt Träume, wo ich nicht check, dass ich träumt habe. Es gibt Träume, wo ich einfach will, dass es vorbei ist. Und es gibt Träume, wo ich gerne mitspielen in dem. Und ich gerne so ein Charakter dort bin. Welche Träume ich aber mega hasse ist, wenn du fucking wegrennen musst von etwas, jetzt nicht von dem Yeti, aber von etwas anderem und du bist einfach so langsam. Das ist mir noch nie passiert. Also, Also, dass du beim Rennen langsam bist, Mann. dass du wie quasi unter Wasser bist. Ja, so langsam. und die Gegner, die verfolgen dich. Okay. Einmal haben wir immer ein Problem gehabt mit so einem vom Winkel, der ist ein Psychopath gewesen. Ja. Und einmal habe ich einfach geträumt, dass der mich wieder abstechen oder irgend sowas. Und ich konnte nicht wegrennen. Und ich bin viel fitter. Also gut, früher habe ich gedacht, ich wäre viel fitter. Der ist 2 Köpfe größer gewesen. Aber du weißt ja, wie früher so denkt, hast, ja, Selbstüberschätzung. ich zerstöre alles und ich bin der größte Furz. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe so einfach nicht können wegsäckeln. Und er hat mich richtig abgefuckt, dass ich noch einfach vom Traum aufgestanden bin und denkt, Bro, chill mal, Mann. Bin ich wieder hingegangen. Aber bist du Gestorben. abgestochen worden? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Das ist mal so etwas Ähnliches, ist mir auch noch nie passiert. Dass irgendwie so eben eine Kugel bekommen oder abgestochen. So. Vielleicht auch schon, aber ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Weißt du noch, was ich sagen? Haben wir schon mal gehabt, dass ihr in einem Traum sind, aufgestanden und noch wieder in den Traum rein Ja, wollen? 100%. Ja. Bro, und ist einfach nicht gegangen. Ich bin nie geklappt Voll, wie vielleicht ein, zwei Mal. Selten, aber es hat mal geklappt. Meistens sind es dann Liebessachen. Ja. Liebe Sache. Oh mein Gott, shit, Alter, das träumt man Wo nicht alles ganz. so wieder. Also Liebessachen in Form von wirklicher Verliebtheit. Boah, ey, ja, das sind sehr schöne Träume gewesen. Wow. Scheiße. Würdest du da mal ein bisschen Nein, ausformulieren? du so einen schönen Tag gehabt mit einem. Nein, man weiß ja nie. Also, nein, also, Aber warte, das ist eigentlich ein guter Punkt. Sehen die Gesichter im Traum? ja. Ja. Ich sehe kein Gesichtunfall. doch. Also ich weiß, schau, gefühlsmäßig Ich weiß sehe nicht nur Gesichter, Alter. aber schau, ich weiß, sehe nur erst. ich habe irgendwie so ein Gefühl, ich weiß, wer es ist. Ja, aber ich sehe nicht. Da habe ich ab und zu auch, dass Gesichter. ich weiß, wer es ist, obwohl ich es nicht sehe. Und manchmal habe ich sogar da, dass es zwei Characters einfach verbindet. Ja. Und ich weiß, es ist eigentlich die Ja, Person. voll eine Mischung von denen. aber Ja. am Ende vom Traum ist es einfach eine andere Nashorn. Person gewesen. Hätte das aber nicht gehabt. Nein, ist Also, ja. ja. richtig triggert. Ich so, Junge, kannst du nicht zusammenreißen. Mein schlimmster Albtraum, den ich immer noch, den ich immer noch im Kopf habe, ich habe wenig Träume jetzt so, wo ich gerade im Kopf habe, wo ich gerade kann sagen. Eine, ich weiß nicht, ob ihr das ein SpongeBob-Folge kennt, wo hure krass animiert ist, so SpongeBob hat uns Bro, auseinandergenommen. du siehst, da kommen so Würmer bei ihm raus und so die vereinte Folge. Ah, ich weiß, weil es ja der Horror sei. Ja, die Scheiße. Horrorscheiße. Und die ist mir so hart geblieben. Ey, ich schwöre, ich sehe immer noch, ist echt wie so brutal, Mann. Würmer aus mir rauskommen und so. Alter, SpongeBob hat mich gefickt. Also im Traum hast du das? Aus Träume dir habe ich- raus? Aus mir kommen die Aus den Würmer Augen raus. oder aus dem Körper? Ja, beim SpongeBob ist ja, Spiegel, kommen ja. die Augen raus. Da kommt der wie heißt der, der grüne... Spartacus. Nein, der grüne Spartacus. Nein, der grüne, der fliegende Holländer. Fliegende Holländer kommt dann Ah, runter. der, Und egal, erzähl weiter. ja, also genau, das ist so der Traum, wo ich sage, der ist mir so richtig reingebrannt. Also den werde ich nie vergessen. Besser kommen Würmer raus wie reingehen, Alter. Das ist, glaube ich, noch schlimmer, wenn Würmer reingehen. Da, was ich jetzt gerade noch im Kopf hatte, Aber sind wir ehrlich, wie schön sind die Träume gewesen? Ja, nein, so ein paar schöne drin. Ja. also meinst du die Liebessachen? Ja, ey. Allgemein, Scheiße, ich habe die voll vergessen, Mann. Danke, dass du mich erinnert hast. Ey, die letzte habe ich vielleicht vor 7 Jahren gehabt oder so. Locker. Nein. Ja. Das sind immer so abgefuckte Träume, weil eigentlich recht geil ist. Aber ich habe mich wirklich nie mit dem befasst, so Voll. wollen das Zeug kontrollieren, wollen aus dem künstlerisch etwas schöpfen. Irgendwie leider nicht da Interesse gehabt, weil manchmal sind schon fantasiemäßig recht geil. Vor allem oftmals, wie heißt der japanische Anime-Entwickler da? Ja, aber wer? Entwickler. Also, Der, der die krasse Filme da gemacht hat mit mega viel Fantasy. der. Yamakoto! Nein. Keine Ahnung.
Also du weißt, welchen Film du meinst, der mit dem Schiff oben? Oder der, wo sie ältere Schwein werden? Ja, Ah, die, ich weiß nicht, wie ein das Schwein, das sich zersetzt, Arieti und so Zeug. Ja. Keine Ahnung, aber ja, irgendein... Manchmal sind Träume so. Die finde ich Aber auch eben in geil. Bezug auf das, ich habe, glaube sicher 3 Jahre lang so Traumtagebuch geführt. Auf dem Handy. Krass. Ich habe es immer noch. Geil. Also es gibt ein paar Sachen, die so vereinzelt ein Les bisschen vor. komisch waren. Les vor. Bro, ich habe es echt schon Ewigkeiten nicht mehr angeschaut. Geil, Ich weiß gar nicht, geil. warum. Ich glaube, eben wenn Jetzt am blicken, besten... ein kurzer Einblick in Ahmeds Kopf. So viel Träume. Schau, das letzte Mal 2016 bin Und ich er geschaut. fasste mich an. Aber es gibt halt so... nein. Es gibt einfach, es gibt viel... Es ist zu persönlich. Kann man so in Liebesträumen Es sind erzählen? immer Menschen dabei, die ich kenne. Ja, ich wüsste es. Karam, erzähl alles. Wer? Nein, das ist schon... Meine Tante. Ja, tut auch ausformulieren, Alter. Nein, Mann, das ist schon... Liebesträume. Nein, Bro. Nein, das ist nicht mehr so weit Das ist haram, Alter. gegangen. Ich kann mich nur erinnern, eben, ich bin dort, neben mir auch mit Tante. Das finde ich aber irgendwie böse lustig. Aber habt ihr da gehabt, dass Familienangehörige gestorben sind? Nein. Im Traum. War da nie ab und zu gehabt. Das Nein, ist ich auch schon noch nie hart. gehabt. Das ist hart. Vielleicht. Hart, aber interessant. Aber ja. Nein, eigentlich nicht interessant. Ja, es gibt sehr... Ich kann da nicht sagen. Ja, passt schon. Privat. Ja, Oder passt sind es schon. zu langweilig? Es ist zu privat. Okay. Kennt ihr da einen Horrorfilm, The Ring? Ja. Okay. Der lange Haare, die Frau da. Ich habe früher mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt und dann haben wir übers Eck so ein Pult gehabt. Und dort haben wir einen PC gehabt und dahinter ist es gleich abgegangen. Und ich schwöre, ich habe The Ring einfach zu früh geschaut. Also für die, die es nicht wissen, das ist eine Frau, wo man so ein Tape schaut und dort in dem Tape steht dann einfach, ist weird, du siehst das Mädchen, das rumspringt, haha, und da ist angeblich im Brunnen ertrunken worden und seitdem ihren Geist verfolgt die Leute, die das Video anschauen. Und dann kommt einfach, in 7 Tagen stirbst du. Und dann passieren so weirde Sachen und in 7 Tagen stirbst du dann. Weil die kommt und holt die und meistens kommt sie dann aus dem Fernseher raus. Ah, okay. Genau. Und wir hatten halt dort einen PC gehabt. Und dann habe ich einfach geträumt, wie mein Bruder halt zu den Dannen geht, weil es halt so Geräusch gemacht hat. Er so, hey, was ist los? Und nachher oftmals ist halt etwas hinterm Pult runtergefallen. Und dann bist du halt knüllend auf den Tisch und hast mit der Hand halt versucht, runterzuholen. Und sonst musst du ganz überklettern. Früher waren wir halt sehr klein gewesen. Also, Und ja, und nachher tut er halt die Hand runter, will es holen gehen. Und dann zieht ihn einfach die Frau runter. du am Schreien. Mach das auch. Und Das sind- du noch so. Das sind richtig grusige Träume gewesen. Alter, ich hasse Horrorfilme. Ich Egal in welchem Alter. verstehe es Früher nicht. Auch jetzt. Ich probiere immer wieder mal einen zu schauen und es catcht mich einfach nicht. Ich schließe auch bei dem Punkt an. Früher hatte ich wirklich vor Horrorfilmen Angst gehabt. Und ich muss lustigerweise sagen, ich bin auch wirklich so eine. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich halt so, ja, Angst, weißt du, so, kenne das sicher. So Nein, vor Frauen so. Von wegen, ey, nein, weißt du, ich kann jetzt- nicht, manchmal. Also würdest du... Außer ich bin gerade seriös. Wenn ich auch auf lustig bin, wenn ich gerade so eine lustige Phase habe, dann kannst du mir mit nichts Angst machen. Also beziehungsweise, dann habe ich so auf lustig Angst. Ja, Weil ja. irgendwie, ich muss ehrlich sagen, irgendwie hast du Bock zum Angst haben. ja, Es provoziert Es ist einfach geil, es macht der mich wieder ganze- durch den ja. Scheibe über. Aber wenn ich so einen gestressten Tag habe oder so, Bro, da kann ein Alien vor mir kommen und ich sage, gang weg, Alter, ich will weggehen. Aber Gang weg, Alter, ich will wegkommen. lass mich den Weg. Lass mich weg, Mann, geh weg. Weiß doch auch nicht. Und da habe ich leider oft bei den Horrorfilmen. Sorry, wenn ich jetzt einfach keine Ahnung habe von Film machen Total. und ich will einfach nur Geld machen, Schwör. dann mache ich einen Horrorfilm. ich schwöre. Low budget as fuck. Ja. Mein Gott, Paranormal Activity, Bro, dort haben sie ein paar Fäden müssen kaufen für Anglerrouten. Und Bro, Milliarden Gewinn. Also sorry, eine Wohnung haben sie müssen mieten. Ja. Aber von dem Film habe ich Angst gehabt. Den habe ich schon stabil gefunden. Ja, du nennst so Aber Ziel den habe ich erreicht. wirklich stabil gefunden. Voll. Das ist so Den habe ich noch nie eins von geschaut. Türen, wo zu- Ich meine, es geht mir nicht mehr ums Budget, Da macht weißt mir am meisten Angst. Ja, normal. Wenn du wenig Budget hast und trotzdem etwas erreichen kannst, ist ja okay. Aber ich habe jetzt wieder letztes Jahr geschaut. Allein? Nein, nicht allein. Und das Problem ist einfach, sie kommen nicht auf den Punkt, Mann. Es baut sich auf und dann hast du das Gefühl, jetzt
weißt du, die Musik wird Leute da und es Ja, wird du weißt dramatischer. ganz genau, Und du weißt wenn's genau, es kommt etwas, Mann. Und du tust dich erst darauf einstellen. Und Jumpscare und dann kommt etwas. Aber trotzdem hast du Angst. Nein! Mol, Alter. Nein, Ich habe Wenn nur sich irgendetwas im Vorfeld schon ein bisschen aufbaut. Ich habe die 2 Filme von den Puppen gesehen. Von der einen Puppe, es gibt so 3 Folgen, 2 von denen. Chucky ist scheiße. Nein, Dora. Barbie. Meinst du Barbie? Dora. Bitte Dora. Alter, Dora, nein. Nein, irgendein so Puppenfilm. Auch null mies gewesen. Slenderman habe ich. Slenderman. Ist da die rothärig? Kari, Glaub, ja. Ja, das Baby hebt und dann kommt die Puppe. Ja, keine Ahnung. Nein. Und Okay. ich weiß nicht, Horrorfilm null mies. Okay, scheiße. Null mies. Nein, meins auch nicht. Null. Ey, für mich ist da einfach Zeitverschwendung. Okay. Apropos ein guter Film, den ich jetzt gerade vor kurzem geschaut habe: American History X. Was geht's heute? Kurz zusammenfassen. Kurze Zusammenfassung: Es ist eine Geschichte von einem Nazi. Von einem Rassist. Nazi. Mehr muss ich nicht sagen. In den USA. Ja, in den USA. Okay. Haben die Barbie geschaut? Nein, Mann. Der Hype ist real, Alter. Hast du nie den im Leben geschaut? Nein. geschaut. Oppenheimer habe ich auch nicht. Oppenheimer geschaut. Der geht am Ist Sonntag das gut geschaut. gewesen? Hast du noch nicht geschaut? Nein. Ich gehe am Sonntag Keine geschaut. Zeit. Nein, Oppenheimer ist. Ah, du hast ja... Ich arbeite am Sonntag, sorry. Wen gehst du schauen? Dann, wenn du keine Zeit man hast. weiß ja wahrscheinlich. nicht. Nein, ich sag das noch, aber Nein, keine am Ahnung. Sonntag bin ich am Arbeiten, sorry. Ich arbeite echt am Sonntag. Ja, ja. Ich gehe ins Büro, Er macht arbeiten. Hoffnungen, nein, sie schafft das. Nein, Oppenheimer habe ich gesehen. Oppenheimer ist geil. Also ich finde, ist informativ, aber für jemanden, der jetzt nicht kann 3 Stunden lang einfach nur zulassen, weil es ist wirklich, es passiert einmal. Irgendwo in der Hilfe, genau in der Mitte im Film, passiert einmal etwas Krasses. Ja. Und sonst ist nur Gerede und ein bisschen Politik. Voll. War okay. Für mich war es informativ, ich habe es cool gefunden. Ich finde die Perspektive, vor allem Filmtechnik, also wie sie aufgenommen haben. Und einmal ist so eine graue Version vom Film, einmal ist so eine Farbe. Und dann ist einmal ist in der Sicht vom Oppenheimer und die andere Sicht ist von der anderen Partei. Okay. Und, Was? also von dem, Geil. der ihn da geholt hat, aber ich weiß nicht, wer der spielte, der Iron Man gespielt hat. Ja. Der Robert Jr. Aber kann man sagen, dass der Film so auf Echtheit basiert oder anscheinend ist es schon. mehr Entertainment? Ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann es Also. nicht sagen. Der Flair und der Roos haben den Film beschrieben. Und okay. Und die zwei sind für mich, wenn sie über Film reden, ich denke einfach genau gleich wie die. Die sind schon Expert, also sie haben echte Expertise. Ich finde, das sind wirklich Profis, was Filme Ich weiß nicht. Und jetzt haben sie aber den Oppenheimer jetzt ein bisschen kritisiert. Der Roos hat gemeint, typischer Christopher Nolan-Film. Ja, Es geht nur er findet ihn gut, aber er findet es schade, weil es wirklich nur um krasse Kameraführung, krass nicht mit CGI, krass mit da, oh mein Gott, er hat Mutter studiert, wie man Kamera hebt. Ey, da macht kein guter Film aus. Story macht einen guten Film aus. Fertig aus. Ja, ich meine. Fertig, warte, ich bin noch nicht fertig. Und Christopher Nolan hat eben oft das Problem bei seinen Filmen, dass es zu wenig Charakterentwicklung gibt. Oder du kommst zu wenig in die Person hinein. Angeblich fühlst du die Person nicht so krass. Weil du siehst seine. Er hat ja eigentlich voll die krasse Zwiespältigkeit. Er ist ja der den Satz sagt: Now I become the man, destroyer of the world oder sowas. Das ist ja voll episch. Er sagt da, aber du kannst auch nicht mit ihm relate irgendwie. Du Weißt merkst- was ich meine? Es hat zu wenig vertiefte Charakterentwicklung. Aber dafür, er hat mit dieser Kamera gefilmt, wo so und vielleicht noch einen One-Take gemacht, Bruder, da verlangt niemand, Mann. Ja, ich meine. Darum ist auch Star Wars scheiße. Ja, sorry. darum ist auch, ich darum meine, ist Star Wars man kann halt. Danke. Man der kann, neue Star Wars Film, sorry. ja, man kann sagen, was man will, aber ich meine, einer der die besten Filme, die es da gibt, Christopher Nolan hat Ja, geschrieben. ich weiß. Weißt du, was ich meine? Klar, seine Art, wie er auch Regisseur ist, der Typ hat kein Handy. Der Typ hat kein Handy. Der ist extra auf London und hat der Robert Jr. Niemand hat gewusst, was sie für eine Rolle spielen. Sie haben gewusst, ich mache bei Oppenheimer mit. Keiner hat einen Tag vorher, bevor sie an Set sind und Ja gesagt haben, niemand gewusst. Wieso da? Wieso? Er hat wollen, Da dass kann in ich dem null Moment, glauben. ich glaube daran. Wenn da noch mehr, weißt, ich denke mal halt so wie die Person. Okay, gut, halt kann tickt. schon sein, ich weiß ja nicht. Aber wenn er es mir sagt, wenn der Junior da sagt, finde ich. Hype. Ja, ich weiß es nicht. Aber Weißt, ich finde. Aber ist da irgendeine Methodik dahinter oder ist da irgendwie so, du kommst an und musst gerade so Method Actor in dem Sinn? Oder wie funktioniert Er wird, also vor allem, er hat auch Schauspieler genommen, die auch wirklich Bro, da sind, die könnten. Ja, Also, genau. er hat auch da per, also er schreibt vor allem nur mit Typewriter.
Geile Sache. Zurückbleiben. Nein, ich finde da geil. Und, Er lebt einfach, das ist so wie der Flair, er lebt Hip-Hop. und da ist eben da, Wer lebt? Was es hat er mit braucht, Filmen nach mir braucht es so immer noch so Regisseure wie der Christopher Nolan, damit Leute wieder ins Kino gehen. Damit Leute da Ja, das wertschätzen, stimmt. weil das Problem ist, jetzt, stimmt. heutzutage, es gibt einfach viel zu viele Netflix-Series, oder? Wo, Besser sind wir der Film? jein, Doch. nein, ich würde nicht sagen besser, Es ich gibt würde einfach sagen, zu viel. es gibt einfach viel zu viel. Es gibt viel zu viel. Und es gibt geile, auch Serien, Bro, ich sage nicht, Netflix hat geile Alter, es eigene gibt, Series. Es gibt mehr True Crime Serien wie True Crime momentan. Es gibt einfach zu viel über den Scheiß, echt. Jetzt zu dem Thema da, wo du vorne gesagt hast, gewisse Sachen kann ich finde ich okay, dass er es macht. Farid Bang schreibt auch nur auf Papier. So, nur so als, Kann er schreiben? ja. Was ich damit sagen will, ist, wie kann das sein, dass er zum Junior geht, oder wie der heißt, und sagt, kein Termin, er geht einfach zu ihm, zu seiner Tür. Nein, Jetzt ich weiß schon, dass vielleicht ein bisschen Überspitzt. formaler war Ja. und da überspitzt. Vielleicht übersage jetzt nochmal überspitzt, damit es nochmal krasser tönt. Voll. Aber Bro, der Typ hat genug zu tun. Er hat noch 20 andere Filme am Laufen. Da musst du richtig planen. Ich glaube, Er hat Zeit. Ja, er hat wirklich keine Zeit. Der Typ hat Geld, der muss da machen, der muss da machen, der muss da machen, der muss noch schauen, dass er mehr Geld verdient. Ich meine, er hat einen vollen Jahreskalenderplan Cool. in meinen Augen. Über mehrere Jahre. Wunderbar. Und wir können dann einfach so einen Christopher Nolan kommen und sagen, hey Bro, schau, ich schicke dir eine Brieftube und schau mal, ob du Zeit hast, 3 Monate im Dezember. Ich sage Also, nicht, was für... ich glaube, wenn Christopher Nolan, Bro, wenn Cool, Christopher ich weiß. Nolan Ja. zu dir kommt und sagt, ey, Wir Bro, machen der jetzt Typ hat einen irgendetwas. Film gemacht. Wenn der zu dir kommt, dann planst du auch, der hat was vor. Hat Sahbi auch Transformers gemacht, ist er der? Nein. Nein, Wer ist der von nein. Transformers? Inception zum Beispiel hat er gemacht. Inception habe ich gewusst, ja. Inception. Fight Club habe ich Fight- glaube Hä? Hat der auch Fight Club gemacht? Ja, ich glaube es. Ich bin jetzt will ich gerade schauen, welche Filme er gemacht hat. Also, einer der krassesten Filme, The Dark Knight. Ja, echt. Batman hat auch, ja. Oh, Batman, beide. Batman Begins auch. Also, was? Man of Steel? Batman vs. Superman? Hat er gemacht. Das ist ja auch da Also, wenn er das gemacht hat, dann kannst du das zurücknehmen mit besten Filmen. Alter, Interstellar. Classic, Alter. Boah, Interstellar. Wow. Okay, Interstellar. sorry. Das ist echt groß. Und das Krasse ist ja eigentlich, in jedem Film, Tenet? der kenne ich aber leider nicht. Habe ich Dunkirk, gerade vorgelesen. Dunkirk ist auch von ihm. Welche? Dunkirk. Da geht es um den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, er ist ja eigentlich auch der Ist der gut? Ich habe nicht fertig geschaut, aber Dunkirk. Dunkirk. Ich glaube, Christopher Nolan ist auch der Typ, der zum Teil Hans Zimmer mit groß gemacht hat. Weil in jedem Film spielt er immer mit dem Hans Zimmer mit. Oder halt der Hans Aber Zimmer spielt auch in dem Film mit. Soundtracks. Eben. Weil mein Kollege macht auch, also keine Ahnung, Film ist für mich, ich tue da auch wertschätzen, weißt klar, zu 90%, das ist auch wieder Musik, weißt Voll. ich tue Musik viel mehr wertschätzen, weil ich aktiver drauf los, aber 90% fühlt, also ist scheißegal, wie du den Übergang machst, Das so ist genau wortwörtlich, oder? Das ist genau da. So wenn es mal nicht ganz stimmt oder die Key nicht passt, Bro, 90%. Aber genau die 2%, wenn irgendein, wo da auffällt, oder wo da tut, ein bisschen pushen, da lange schon zum Beispiel, sagen wir mal, da ist irgendein, Christian Nolan, der muss nicht mehr beweisen, oder? Aber stell dir vor, da ist irgendein Manager oder irgendein Teil, wo da rausgehört und denkt, look, weißt du, so, da lange schon, wenn so die 1% drauf achtet, aber ich finde auch bei dem Film, viele checken gar nicht auf IMAX zum Beispiel. Zum Beispiel der Film ist extra sehr speziell, mit einem speziellen Format Genau. original draussen, Genau. wo nicht alle Kinos anbieten. Deswegen sagen auch viele, schauen, dass so IMAX, dass so Kinos sind, wo IMAX anbieten. Wie genau da funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber es gibt Kinos, wo IMAX heißen in Luzern. Der heißt einfach Die IMAX, sind ja aber viel größer. die heißt einfach so, damit Leute wissen, okay, die haben Die haben IMAX IMAX, zum Down. Also muss nicht mehr groß sein, nach mir hat jeder, also groß, hat IMAX. Okay. Und ja, ich zum Beispiel nicht können IMAX schauen, weil also an dem Tag, wo ich wollte gehen und ich nur den können gehen, haben sie es nicht angeboten, dort wo ich gegangen bin. Deswegen habe ich das normale Format geschaut, was auch voll okay war, aber Soundtracks, Brutal. brutal. Aber ich glaube, beim Oppenheimer hat er nicht mit dem Hans Zimmer Ich geschaut. weiß es nicht, aber es ist Ja, voll. so krass. Ganz kurz, wir haben es ja vorhin gehabt, Christopher Nolan ist jemand, der die Leute zu den Kinos bringt. Das stimmt. Wisst ihr, wer es auch gemacht hat? Ich weiß nicht, Avatar. wer es ist. Der Noch Avatar. krasser. Noch krasser. Äh, Fucking Avengers.
Ja, aber weißt du wieso? Weißt du wieso? Da hat Kinos voll gemacht. Ja, aber weißt du, weißt du, wieder Kinos belebt? Nach mir- Vor kurzem ist Kinos echt tot gewesen. Ja. Avengers hat es belebt. Sorry, ich bin ein Avengers-Fan. Avengers ist geil. Das ist Ja, krass, genau, hat Star Wars überholt. Ja, jeder Avengers geschaut. Ja, jetzt nicht jeder. Also die neuesten habe ich Aber- nicht, weil die sind total schade. Ja, die Serien und so, die schaue ich nicht. Also Ant-Man und so hat mich nie interessiert. Aber Spider-Man und so, wow, geil. Ja. Du gar kein. Alter, null. Wow. Null Interesse. Wo, du musst jetzt alle, du musst die richtige Reihenfolge schauen. Alter. Ich glaube, das ist aber genau, das ist genau Zeitverschwendung. Das ist wie eine True Crime Nein, Serie. was für Das ist Zeitverschwendung. Zeitverschwendung par excellence. Par excellence. Irgendwelche Menschen in fucking In Anzügen. in Wurstanzügen, in Presswurstanzügen, Wo Iron Man wo passt. so Der erste Film, den du musst Emoji. schauen, ist Captain America. Das ist der erste, das ist von der Reihenfolge. Ist der voll Ja, das erste. ist schon allein, dass America dort drin steht. Nein, so ein Anti-Amerikaner. So Das macht keinen Sinn. Logisch. Hä? Nein, Das ist ja Aber du darfst doch keinen Film mehr schauen, weil alle Filme kommen von Amerika. Selbstverständlich, als Iraki bin ich gegen Ami. Das ist ja, das ist wie Wurst. Ja, der Oppenheimer ist leider auch nicht mehr für die. Nein, wenn Captain America, Alter, doof steht. Ja, das ist halt kitschig, das ist halt Ami. Darum würde ich gerne in allgemein. Amerika leben. Ich bin eigentlich auch vorher nicht so Superhelden-Zeug. Captain America ist schon geil, Mann. Der am Anfang erst so stecken und nachher wird er so teilen, nachher wird er breit. Dann gibt sogar mir Hoffnung, ganz stecken, dass ich auch mal breit werde. Das ist like Nein, ist geil. Nein, schau mal. Schau es einfach. Schau mal und schau es. Also jeder, der Autozeug singen nicht geschaut hat, kein Stress. Nein, Schauen. Kein Verständnis. kein Verständnis. Schauen die meisten Interstellar, haben schon geschaut, schauen Inception, Alter. Alles da, wenn man... Auch Ami-Film, aber egal. Inception. Alles war mit mehr Dialog und Auch weniger in- Presswurstanzüge um ist, dann ist gut. Interstellar, NASA auch impressed wirst. Sogar nicht durch ein schwarzes Loch müssen gehen. Dort bist du richtig durchgepresst worden. Was sagst du zu dem? Das sind keine Superheldenanzüge. Der Iron Man hat auch. Na gut, wie definierst du Superheldenanzüge? Da macht ein Anzug, wo du etwas Weißt machst, wie, was genau du nicht dort, wo Unmögliches kannst machen. Dort, wo du mit dem Velo gekommen bist und dort der Karren den Emoji falsch platziert hat, zum Eier verstecken. Genau, das ist für mich Superheldenanzug. Ich kenne gar niemanden, der in einem engen Superheldenanzug ist. Ja, außer Superman. Spider-Man und Iron Man und Superman und, Spider-Man, Superman. der Hulk, weil Black am Panther. Hulk seine Hose riss sogar, weil es Black so eng Panther, ist. oh mein Gott. Oh Wakanda mein forever. Gott. Ja, nein, gut, da bin ich nicht so ein Fan gewesen. Nein, Black Panther ist geil. Mein Black Panther ist krass. Aber mein Da nix, absolut ja, da Lieblings-Avengers ist... Es gibt nur einen. Mario. Fucking Thor. Mario Kart. Thor ist geil. Thor ist stabil. Aber ich Aber der find- gegen den Schluss ist schon, oh Ja. mein Gott, Love Wo? and Thunder, Dort, wo noch- bös peinlich. Ja. Oh, sorry, Bro. Nein, mein Favorite ist... Ich habe den Namen vergessen. Der mit der Zeit... Der, wo Zeit kann manipulieren. Also der, wo kann durch Zeit gehen. Der Flash. Der ist nochmal bei den Avengers. Der Flash, Flair. Komm Nein, du mit Ant-Man, Bro. Nein, der, wo so runde Teile hat. So. Ah, du meinst Dr. Strange. Dr. Strange. Ja, der ist zu gut, brutal. der ist brutal. Bro, der ist... Bro, der, Dr. Strange ist zu gut. Der Film ist schon gut, sag Mann. mal, du musst mit Dr. Strange anfangen, den liebst du Avengers. Ich glaube, ich kenne den Schauspieler. Der ist doch der... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ja, Sherlock ja. Holmes. Sherlock Holmes Holmes. ist... Also warte, Nein, jetzt oh nochmal zu mein Avengers. Gott. Du findest, da ist, also du schaust grundsätzlich, weil das für dich zu fest fiktiv ist, Fantasy. Ist das Fantasy oder Ja, es Fiction? ist Marvel, es ist Comic. Es gibt ja zwei Unterscheidungen zwischen, wenn es so Space-Zeug ist. Star Wars ist ja nicht Fantasy, Star Wars ist doch, Ist schon Fantasy. wie heißt der andere Begriff? Es gibt Fantasy Science und Fiction. Fiction. Science und Fiction. Fiction. Ja, Weißt du den Science Unterschied Fiction. zwischen Fiction? Weiß es nicht. Ich Ich hätte glaub, ja gesagt, dass Star Wars Fiction ist. Einfach Star Wars ist Fall, da war verfilmt ist nur ein Bruchteil von dem aktuellen, was Star Wars noch ist. Vor der Sith, also vor dem, was Darth Vader und so, gibt es noch ganz andere Stories. Kollege hat alle Bücher. Ja, die sind Bro, da krank. gibt es Wörter, wo ich denke, Bro, die hat noch nie von denen was erwähnt Krass. worden. Die ersten Sith Lords, die ersten Jedis. Shit, man. Shit, Bro, Mann. Slytherin. Sind es von Slytherin, oder? Slytherin. Harry Potter. Harry Boah, brutal. Den habe ich auch Harry gesehen, ja, Potter? logisch. Schlecht. Habe ich gesehen. Harry Potter habe ich aber... Auch sogar. Ja, aber der hat, ich finde eben so Sachen Shit, man. viel mehr Dialog, viel mehr Menschlichkeit irgendwie dahinter. Bro, ich habe noch nie Ich so find- krass gefühlt wie bei Avengers Endgame. Oh mein Gott. Ich finde einfach dort... Wo der Tony Stark, oh mein Gott, wo der Spider-Man so, er schaut so. Oh mein Gott, hör auf! Oh, Ja. Sorry, Bro, aber das war echt Ey, emotional, gewesen, Bro. Es tut mir leid, es ist echt emotional. Gewesen. Ja, ich glaube schon.
Eigentlich gefühlt jeder Avengers-Film bringt mit Ich würde gerne einfach einmal ganze richtige Reihenfolge schauen. Und ohne dass ich wüsste, ohne dass ich es einmal einfach Erinnerungen lösche. Wie im Traum. Boah, da würde ich gerne Wie im bei Traum. jedem Anime, den ich gesehen habe, Wir mit müssen Death Note, Traum. bei Naruto, würde ich einfach einmal zack und alles nochmal neu schauen. Gut, da bin ich jetzt zum Beispiel gar nicht drin. Da bin ich wieder Ahmed bei Avengers. Animes. Ja, nein, ja. Ich bin schon. Ich Bist du nicht ein bisschen promoten da? Wer wird die promoten? Ja, sorry. Bro, die schauen, die verstehen mich schon. Und die nicht schauen, ist okay. Gibt's auch. Death Note habe ich geil gefunden, aber verfilmt. Voll schwach. Für Film total schade. Total schade. Das ist meistens beim Anime. Sie würden jetzt One Piece verfilmen. Ein Scheiß, Alter. Auf Netflix. Also kommt aber raus. ganzheitlich. Mit Jungs, den Kannst du 7000 nicht. Folgen. Nein, oder so. kannst du nicht. Momentan, Alter, jetzt die neueste Folge. Naruto läuft immer nix. noch. Nein, Nein. One Piece. Naruto läuft immer One noch. Piece, Naruto gibt es einfach neu. Der Sohn ist jetzt, also es ist momentan, Bro, oh mein Gott. Also Naruto, also Fortsetzung von Naruto Ja. ist Boruto. Okay. Boruto, wow. Ja. Ey, Boruto. es ist momentan nicht krass, was abgeht. Aber wie ist One Piece, zu krass, was jetzt abgeht. Ja? Ich würd, Wow. aber eben, kurze Spoilerwarnung, ich muss, weil ich schaue jetzt einen von dem, ich sage es einfach. Jalla. Der Spoilerwarnung, ich schwöre Spoilerwarnung. Ist der Ruffy schon gestorben? Nein, das stirbt nicht, Bro. Das ist aber da, wenn ich schade finde. Ich finde, bei Naruto zum Beispiel hast du immer, wenn jemand stirbt, oder? Hast du immer so etwas Emotionales. 3 Da kommt so- Episoden über seinen Tod. Nein, aber du verstehst ein bisschen seine Gedankensweise, weil bei Naruto ist sehr viel, es gibt gar keinen Bösen, sondern es ist immer um die Welt. Es sind zwei ich Charaktere, Genau, die wirklich genau, böse sind. genau. Aber egal. Bei One Piece stirbt einfach keiner. Also kein ein Bösewicht, ja, aber kein von der Netten, dieser von der Gruppe. Strohhundbande stirbt. Und da finde ich, Bro, es gibt über 1000 Folgen, keiner ist gestorben, Mann. Scheiße, Alter. Aber Also egal. willst du sagen, der stirbt, oder? Ja, ich würde einfach Damit es ein bisschen mehr Spannung gibt. ja, damit es Spannung hat. Bro, für da musst du Game of Thrones schauen. Ja, ja, Ah, hast du kann ich. gesehen? Ja, aber nicht die letzte Folge, nicht, wo ab dem Drachen habe ich nicht mehr geschaut. Dort, wo der Drache so Auge aufmacht, einmal. Wo er Im Eis drin Ja, ist. die letzte. Das ist ja die die letzte Staffel noch. letzte habe ich nicht mehr geschaut, leider. Hey, schau dir Ja, an, Alter, Bro. ich habe das Finale nicht mehr geschaut. Hey, aber gut. Ist es so? Aber ganz kurz wegen One ist Piece. easy, aber. Ganz kurz wegen Ruffy. Der hat ja eine Frucht. Also es gibt eine Teufelsfrucht. Ja, genau. Frucht. Und die essst du und die hast du entweder Feuer oder Eis oder was auch immer. Und er hat ja die Gum-Gum-Frucht. Das ist die, wo du so gummig wirst. Und dann Was hast für du dumme geil. Frucht hat er gegessen? Ey. Eben, und jetzt, Bro, jetzt kommt's. Anscheinend. Ist jetzt das die kommt raus- stärkste Frucht? Nein, ja, das ist halt typisch an schon Anime. Ja. Er hat nicht eine normale Frucht. Also, es gibt Logia-Frucht, dann gibt es eine normal. Logia ist zum Beispiel nochmal so krasser, zum Beispiel Magma, nochmal so einfach eine mächtigere Weil sie Alterne. noch mal ein paar tausend Folgen mehr müssen durchlesen. Ja, Nachher die ja. Früchte müssen noch Und dann- kategorisieren. Und dann, jetzt ist rausgekommen, dass der Ruffy Ein Planet gegessen hat. nein, er hat eine Frucht gegessen, die heißt Nika-Nika-Frucht. Die Frucht kann einfach. Nicki Minaj twerken. Oh, das ist gut gewesen. Das ist gut. Das ist Er ist auch so träumen am Aufstehen voll am Twerken. Nein, er kann sich. Er hat nicht Gum-Gum-Frucht. Hey, Er ich hat. muss mir voll pissisch, weil ich... Nein, er kann Egal, komm, mach Gang. Wir reden da weiter. Er hat, er hat die Frucht gegessen, wo er sich alles kann vorstellen kann, was er für Fähigkeit will haben. Willst du mich jetzt verarschen? Ja. Aber Und er ist nur auf Gum-Gum gekommen. das Problem ist, ihm ist ja am Anfang ist ja gesagt eingetragen worden, dass er eingetragen da hat. das ist eine Gum-Gum-Frucht. Und deswegen hat er im Kopf die ganze Zeit von Anfang an Gum-Gum. Und jetzt kommt raus, dass Er kann fliegen. er könnte fliegen. Momentan, wir wissen nicht, Hat er es noch nicht gelernt. er ist noch nicht gelernt. Man muss wirklich auch vorstellen. Und wie weit er geht, weiß ich nicht, aber momentan, laut Anime, weil Manga ist immer weiter, weißt, Zeichnete ist immer weiter. Ja, genau. Ja. Die haben nicht geschaut, ich schaue nur Anime mit One Piece. Und er hat Hentai. er hat einfach die Frucht, wo noch, und da ist so ein Sonnengott. Das ist nicht einfach eine Frucht, wo du kannst. Oha, Sonnengott, Amon-Ra. Und oben, also es gibt so 7 Zeus. Nein, es gibt so eine Weltmacht von 7 Leuten. Illuminati. Ja, und die wollen, ja, theoretisch, wo eigentlich das Welt also wo Regieren? die Welt und Unter sich beherrscht. ja, genau. Und sie haben die Frucht die ganze Zeit gesucht. Ah, die suchen die Früchte. Sie wollen die Frucht Für sich haben. für sich haben, dann wegen, die ist zu mächtig. Also, Ja. und er hat sie jetzt und er ist jetzt eben kurz erwacht, weil er gegen jemanden gekämpft hat, der mächtig ist, und jetzt ist er erwacht. Und er ist halt so ein kleiner. Erfinder. Ja, er ist immer noch bei der Gum-Gum-Frucht, weil er checkt noch nicht genau, was da ist, aber ich weiß es wegen Manga, dass er einfach. Ich finde es ein bisschen lame, aber ich finde es krass ist, die Idee, wo der Mangaka heißt, die, wo den Mangaka schreibt, wo seit Tag 1 weiß er, Dass er so andere Frucht gegessen hat. ja, er muss ja, weil
oder die Idee hat sich später ergeben. Ich glaube ja später. Weil ich glaube nicht, weil jeder Anime ist immer so ein Ist Plot-Twist, Lügner. wo sehr viele schon, vor allem One Piece gibt es 2007, Bro. Bro, aber da glaube ich nicht, Mann. Ich glaube, also kann schon sein, aber Bro, du hast doch nie Gedanken zum 1000 Folgen. Nicht 1000, aber ich glaube, die Idee von der Teufelsfrucht ist vielleicht eben Aha, am ja, Schluss. sicher schon. Ja. Das so, aber wie er es einbaut, kann ich nicht vorstellen, dass er genau gewusst hat, okay, jetzt drop ich. Aber ich glaube, ja, es ist krass. Es ist krass, wie es. Aber nein, ja, sind wir gerade voll. Fazit, schau jetzt nicht an. Weil es zu lang geht. Ja, es geht echt lang. Also One Piece, nein, würde ich nicht vorschlagen. Für den Anfang ist immer Was Klassiker. meinen ihr, hätte der Erfinder von One Piece gewusst, dass der Ruffy eine Frucht gegessen hat, wo alle Kräfte hat, weil wir müssen noch 1000 andere Folgen drüllen? Oder hat er im Nachhinein, oder hat er schon von Anfang an gewusst? Oder was ist jetzt meine Frage? Eben, ob er es gewusst hat, ob er das von Anfang an geplant hat oder Genau. ob er im Nachhinein gekommen ist. Weil lustigerweise kommt da erst nach 1000 Folgen. Und über keine Ahnung wie viele Jahre. Nein, das Problem ist eben, jetzt kommt, wieso es könnte, also sicher vorher geplant ist, weil es gibt so, immer so Insider, der Sonnengott Easter hat so einen komischen Tanz. Also der tanzt halt, die Frucht, man nennt sie auch lächerliche Wer war Frucht. der Whitebeard? Das ist eben der Einer von diesen 7. Nein. Whitebeard, es gibt ja Banden. Es gibt ja Piratenbanden, One Piece, der vom Ruffy ist Das eine. ist Marine. Das ist bei der Marine. Marine ist eben Marine ist so wie die Polizei. Ja, Also genau. Marine sind so gegen Piraten. Marine. Und da gibt es auch starke. Und Marine hat gegen. Also Whitebeard ist einfach ein Captain von einer Bande. Ah, okay. Und nicht zusammen mit dem Ruffy. Aber der Whitebeard ist so der G. Gewesen. Hat eine geile Frucht gehabt. Erdbebenfrucht hat er gehabt. Erdbeer. Erdbeben. Erdbebenfrucht. Nachher können vibrieren und Er hat aber. Er kann einfach so einfach Erdbeben generieren, riesige Wellen. Wasser. Ja gut, okay. Und der Typ ist, wo der ein kam, der Arc ist halt so eine Geschichte beim Anime, so eine Story. Bei One Piece ist Marine gegen Whitebeard-Bande. Und dann kommt eben irgendwo noch der Blackbeard auch, der Uhrensohn. Böse. Der Böse, ja, also böse. Es sind alle Piraten sind irgendwo durch Böse. sind böse für die Marine, oder? Ja. Und jeder hat ja ein Ziel, das One Piece finden, wo der eint. Wo der Vater One vom Piece heisst er gar nicht. One Piece, One Piece ist der der Schatz. One Piece heißt der Schatz, der eint. Alter, der muss ja richtig viel sein, Mann. Ja, die Leute sind auf der Suche. Ihr wollt meinen Schatz? Genau. Ihr könnt ihn haben. Ja, irgendwas so sagt es, ja. Er ist in mein Twerk. Der Typ ist, der Whitebeard ist im Stehen gestorben. Also in dem Fall ist er aber gestorben. Nein, in der Bande vom Aha, Ruffy ist die, niemand Ich gestorben. will sagen, dass er so krass war, dass er im Stehen gestorben ist. Ja, es sind alle auf einen Durchlöcher einfach so. Einfach wie ein Mann. Wie ein Mann. Ein Mann ist er Nein, gestorben. Whitebeard ist. Wie ein Löwe ist er da gestanden. Ja, und dann, ja, egal, One Piece kann ich so ein bisschen. Kannst du es aber empfehlen? So als Ja, ich finde Animation, ich finde es ein bisschen zu kindlich, weil ich finde Zeichentrick, ich bin nicht so Fan von dem Zeichentrick-Stil. Ist der Zeichentrick wie Simpson für dich? Ja, Ja, Okay. aber Naruto ist ja auch brutal. Naruto ist schon ein bisschen realistisch. brutal. Es ist schon realistisch, Am Anfang klar, 2007, 2010 Folgen, am Anfang Aber auch die habe ich noch geil gefunden. voll okay. Und die sind auch, Bro, du siehst auch Blut, beim One Piece siehst du nicht groß. Kein Blut. Doch, Was siehst kommt denn schon. raus? Würmer. Du hast viel, bei Dragon Ball hast kein Blut. Du siehst nur Wasser, das rauskommt. Stimmt, man. Dragon Ball? Du hast kein Blut, sie dürfen nicht Blut animieren. Aha. Mal der Reva oder wie der heißt, der hat pinkes Blut gehabt. Ja, Der Gegner dürfen bluten. Ah, ist ja der mit der Glatze, der so komisch aussieht? Ja. So aerodynamisch. Ja, Glatze und blond, weiß und violett. Ja, okay. So Bölle und Schwanz. Yes. Ja, Mann, ich glaube, wir haben sehr geile Themen angesprochen, das mal, Alter. Vor allem auch von, es war genau richtig gewesen, so intuitiv. Traum, Film, wo zum Teil über Träume geht, und jetzt irgendwelche Animes, wo von Traum Naruto wahrscheinlich... Der Ruff ist ein Groß. Träumer. ja. Die träumen alle vom großen Schatz. One Piece. Ja, oder König der Piraten wird werden. Ja. Apropos König der Piraten, Fluch der Karibik zu krass. Ja, wir haben nicht geschaut. Hey, was läuft mit euch, Mann? Das ist krass. Da Ich muss sagen, dass Fluch der Karibik auch nicht geschaut Habe ich hast. geschaut. Nein, ich habe nicht geschaut. Also ich habe, glaube wo ich klein war, geschaut, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ding. Hey, aber sorry, wie kann man nicht Star Wars schauen, Mann? Hör mal auf, Mann. Ja, das ist schon schade, Mann. Das ist echt schade, dass man da nicht schaut. Also ich finde es ohne Witz, es ist schon fast schlecht, du bist schon fast kein Mensch, oder? Ja, ich finde schon. Wenn er noch nie Star Wars geschaut hat. Bro, Star Wars, Mann. Es gibt Leute, die nicht einmal Star Wars können schreiben.
Der ist schon... Also, Star Wars heißt ja wortwörtlich einfach Krieg der Aliens. Sterne. Krieg der Sterne. Was für ein krasser Schau jetzt Name. nicht, egal wie lange es geht. Wie lange geht ein Film? 4 Nein, Max, 4 Stunden, Alter. Max 3 Stunden. Leider geht er nur 3 Stunden. Ja, da kannst du müssen so. Sind wir so viele Sachen rausschneiden? Der Star Wars jetzt noch schaut, ist kein Macher, meine Meinung. Hä? Hä, Ahsoka Zu krass. viel Zeit verschwenden. Hä? Wie viel Star Wars Verfilmungen Bro, warte, ganz. viel? Warte. Ja. 6? Also 7, 8. 8, 9, 10. Ja, also Okay, ein Tag. Wenn da jetzt alles anschauen Musst du nicht, es gibt ist doch keinen ein Tag Zeitdruck. weg. Es gibt doch keinen Einmal in Zeitdruck. der Woche. Nein, insgesamt. Zusammengerechnet. Wenn jetzt alle anschauen. Ja, dann darfst du gar keine Serie mehr schauen. Zum da Länger wie ein ich Tag. schaue auch keine Serie. Länger Zum wie ein irgendwie. Tag. Ja, zum und mit Film- Leuten Serie. reden. Du schaust auch einen Film. Weißt du, schaust keine Serie? am Nein, Sonntag 3 Stunden Oppenheimer, wo nur Leute reden. Du kommst nicht weiter, du kannst ein Buch lesen. Okay. Ja, aber Argument ist berechtigt. Das ist Buch lesen. berechtigt. Kannst ein Buch lesen. Okay, warte, Für viel mehr du schaust auch Informationen. keine Serie. Wenig, sehr wenig. Breaking Bad. Ja, das ist schon Ewigkeiten her. Alter. Ja, Aber aber sag du, 6 Wochen hast du verschwendet für Breaking Bad. Ich schwöre, aber das ist zu krass. Ja, Breaking Bad ist geil. Breaking Bad ist da der Crack-Koch. Ja, genau, okay, cool. Ja, gut, das ist zu krass. Ja. Ja, wenig Serien momentan. Sehr, sehr wenig. Stranger Things. Ja. Ich immer denke, also mein Kollege, der hat da immer geschaut und ich immer denke, was bist du für ein Kind? Alter, schau einfach Kinder dort an. Nein, das ist Dann hab wirklich ich gut. einmal damit angefangen, Ja, das hat ist- mich so gecatcht. Wo der andere fast. Also, ja. Okay, Wrap 'em up. wir kommen jetzt zurück zu Star Wars. Du findest, dass das trivial ist, reine Unterhaltung. Es lohnt sich nicht zum Schauen. Sag mal einen Film, der nicht trivial ist. Es sind alle Filme. Nein, ich habe nicht gesagt, dass Star Wars zu trivial ist eigentlich. Ja, aber, Ja, einfach so- aber grundsätzlich sind ja alle Filme trivial. Voll. Es gibt kein Bild. Aber eben alles, was für mich so Science Fiction ist, ich habe einfach wenig Interesse daran. Keine Ahnung, wie das anders Okay, beschreiben. ja, gut, nein, Ja, das ist fair. das ist fair. berechtigt. Das ist berechtigt. Aber die Aussage, dass ein Tag verschwendet für Star Wars, ist halt Perspektive. Das ist halt Aber ja, so für voll- jemanden, der nicht Science Fiction fühlt, absolut. Voll. Aber für mich jetzt, wie ich es gesagt habe, für mich wäre es sicher Verschwendung. So. Ja. Hey, nein, es hat einfach so geile Sachen in Star Wars drin. Ja. Wirklich wie zum Beispiel bei der Belagerung von Naboo. Jetzt zum Beispiel, die tun eine Blockade machen. Ich habe früher noch gar nicht checken, wieso sie die Blockade machen. Also, es ist mega schlau, weil wenn du zu einem Planet willst gehen, musst du mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Und die können auch mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Die Hyperraum, bam, vielleicht ist das sogar noch schneller wie Lichtgeschwindigkeit. Wenn sie leben alle in einer Galaxie. Und dort haben sie das System und sie haben Routen. Und die Routen sind sicher, weil du kannst voll logisch, du kannst nicht jeden Weg Das Land ist noch Grad Genau. mit Lichtgeschwindigkeit fahren, sonst fliegst du in 20 Planeten durch und du bist kaputt. Und somit gibt es einfach Strecken. Ne? Und darum hast du oft einen Astrodroid, der rechnet die Strecke aus, sagt, sind wir ready für den Ja, Dings. ja. Er haut das Programm rein und dann kannst du starten. Und sie haben auch mal extra Belagerungen so gemacht, dass wenn du aus dem Hyperraum reinkommst, direkt reinfliegst in einem Raumschiff und dann sozusagen Selbstmord machst. Und darum haben sie so können Planeten belagern. Oder schlau. Ey, da ist in einer Zeit, Bro, wo es noch gar keine Lichtgeschwindigkeit Wir hatten den Writer Kaiser irgendwas mit Lucas, oder? Ja, George Lucas. George Lucas. Wer hat denn sonst noch für Film gemacht? Abgesehen von dem? Nein. Ich glaube, der chillt, kein- man. Der hat kurz Star Wars gemacht und jetzt chillt das. Aber Lucasfilm sehe ich noch überall. Also Lucasfilm an sich Das- sehe ich noch viel. ja, voll. Der Label. Bei Pornofilm oder sehe ich nur bei. Ich glaube, Aber weißt du, die neue, die jetzige bei Disney Plus, die ganze neue, also Mandalorian, weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo der Baby Yoda vorkommt. Wie heißt es? Mandalorian. Mandalorian. Scheiße, Mann. Der ist Nein, Mandalorian ist geil, Bro. Nein, Bro, ist einfach scheiße, Mann. Sorry. Nein, es kommen eben kurz, kommen eben Jedis vor, aber es geht bei Mandalorian geht's null um Jedis, aber es ist Star Wars Saga, aber Mandalorian sind halt Krieger, andere Klasse. Kann ich Krieger. kurz meine Kritik an Star Wars? Es ist mir einfach zu wenig brutal. Das stimmt. Aber Also es ich ist bin halt nicht ein sehr Fan von verkindlich. brutal. Es Es ist so es ist für für Kindler. Kinder Ja, ja, das stimmt. Aber ey, Wieso? der Baby Yoda kann alles, Mann. Typisch krass. Ich bin Yoda, Alter. Ich will treten das Kind weg, Mann. Bro, Mach mich so hässlich. Nein, ist ein stark im Fall. Er ist Maschine. Ja, ist ja von mir aus. Ist Er mir macht das so. egal. Aber noch gibt es einmal eine geile Fight-Szene, wo ich wirklich muss sagen, wo die eine da mit den kurzen Haaren da von der Mandalorian, früheren Königin, kämpft gegen so ein paar Deserteure, die Kopfgeldjäger geworden sind. Die ist brutal gewesen. Einfach mehr von dem Zeug. Mehr Explosionen, mehr das, man über CGI. Aber da ist eben genau da, was Star Wars eben auch falsch macht. Wir müssen jetzt wie früher noch machen.
Genau mit dieser Stimme. Ja, gefühlt, wirklich. Wir müssen Klontruppler, Sturmtruppler jetzt auch mit Plastik, weil CGI haben ja viel kritisiert. CGI sieht so krass aus. Für meine Augen CGI. Sorry, aber für mich sind die neuen Prequels, heisst ich glaube. Welche heißen die zwei? 3., 4., 5.? Warte. Das genau, Reihenfolge ist ja Also 3, Reihenfolge 4, 5. aber ich finde 1, 2, Nein, 3. sorry, 4, 5, 6 Ja, genau. und 1, 2, 3. Ich finde 1, 2, 3 sind die besten. Alter, nicht mal Reihenfolge gestimmt. Das Problem ist, look, Nein. sie haben 4, Aber 5. zu krass, Bro, Mann. Das Du ist- denkst, Problem das ist auch aber, zu krass, sorry. sie haben, es gibt ja, sagen wir mal, 6 offizielle Offiziell gute. sind 6 6 gute Es gibt Filme. viel mehr, Alter. Ja, es gibt immer Wo nicht gute einmal in Filme. der Reihenfolge stimmen dementsprechend. Doch, ab 6, ich erkläre dir kurz die 1 bis 6. Die Leute, sie haben angefangen mit 4, 5, 6. Ja. Oder? Da ist die Filme sind in der schlimmsten Auflösung, die es gibt. Das sind die ersten Filme, oder? Also so 2,5 Bro, die Pixel. sind alt, Mann. Die sind alt. Die Alle 1900 Aliens sind mit irgendwas. Puppen und so. Oder die sind noch, Bro, die sind noch angemalt. Die haben und so so Zeug. jede Bewegung selber noch müssen bewegen, damit jeder Aber Shot. für die Zeit ist halt Für die Zeit ist es echt krass. brutal, Bro. Ja. Und das Problem ist, Leute sind dann so interessiert gewesen, was die Backstory ist von dem Ganzen. Ja. Oder? gesagt. Du hättest den Luke Skywalker schon, du hättest den Darth Vader schon gegeben. Bei 4, 5, 6. Und dann haben die Leute wissen, hey, wer ist denn der Darth Vader genau gewesen, der Schwarz? Und dann hat es noch 1, 2, 3 gegeben. Oder? Das heisst, 1, 2, 3 ist wieder gut, das ist ein bisschen scheiße. Du schaust zuerst mal 4, 5, es 6. ist brutal HD und dann nachher gehst du auf das Mal. gehst auf 4K. Ja, voll. Du kannst schon. krass. Nein, sorry. Ist nicht so ein Anders, krasser Du schaust Anders. anders. Du schaust zuerst halt in der krassesten 4K und dann noch minus K. Nein, eben du, wenn es richtig machst, Wenn's dann richtig fängst du gleich mit 4, 5, 6 an. Weil es ist eben so aufgebaut. Du musst nicht. Jetzt, ich finde es besser, weil zuerst 1, 2, ich habe nachher, als ich auf Indien geflogen bin, habe ich 1, 2, 3 und irgendwann später, als ich mal auf Deutschland bin mit dem Zug, habe ich 4, 5, 6 geschaut. Okay, Da findest du besser. Und ich finde storytechnisch, macht's, wenn du etwas willst, Ja, macht vom Sinn. Aufbau schauen, macht es mehr Sinn. Oder? Ja, das stimmt. Aber wenn. Es ist hure geil. Aber das Scheiße ist, bei 3 ist passiert etwas, nachher gehst du ins 4, nachher ist einfach so, eben so 360p. Und Laserschwert so. Oder Laserschwert wie Darth Vader, wie so langsam so. Ja. Und dann bei Episode 3, Anakin Skywalker gegen Obi-Wan Kenobi. Richtig krank. Obi-Wan. Alter. Also, wenn es richtig machen, schau jetzt am besten gar nicht. Echt. Nein. Schau jetzt am besten gar nicht. Unbedingt schauen. Wir machen mal einen Livestream, halt, wo wir einfach nur durchschauen. Das könnten wir auch noch machen. Der wird zu langweilig. Der wird- Sag ehrlich. Sonst, sonst gehe ich in Trance und dann mache ich wieder Rockies oder Ich will weglaufen. irgendwelche Sachen. Aber ja. Ey, Mann, ich liebe so krass über Filme reden. Aber ja, da kann man separate Folgen machen. Da könnte wieso man nicht? echt eine separate Folge machen, gell? Also, wir Ja, aber haben dann- jetzt 45 Minuten so neu über das geschätzt. Aber geil. Tut mir Irgend so leid, etwas. Mann, ich liebe das Zeug einfach, sorry. Nein, ist schon geil. Wir können auch einen holen, also ich kenne einen, wo sich mit Film auch auskennt, so informativ. Der Mo. Ja, voll. Mo Abdal. Wo genau so einer ist, wo Genau. sagt, wo genau so einer ist, wo genau da widerlegen wird, ein Film muss gute Kameraführung, ein Film muss. Er sagt dann, es Ja, muss. es muss. Also für ihn, weil er selber halt auch voll in dem Filmgame ist, weil er da appreciated, oder? Sagen wir Er mal, will der 100 beste Film, meiner Meinung nach. Auch von Geld, von Umsatz her ist halt so. Ja. Okay, ja. Kann sein, ich weiß es nicht, Ja. glaube ich nicht. Glaube ich gleich. Titanic ist gut aufgenommen. Mal, der Standard ist das schon brutal gewesen. Aber jetzt, es gibt Filme, die hat man nicht mal mit Kameras aufgenommen und die sind nie in die Kinos gekommen. Spaß mit dem. Kann man es beenden. Ja, das stimmt. Das Ja, ist easy, danke, Mann. egal, wir machen eine separate Folge. Das ist Easy, gut, ja. easy. Also, liebe Leute, ihr merkt jetzt, wir würden eigentlich noch mehr reden, aber ich kann leider bei dem Star Wars-Zeugs nicht mitreden und die Jungs werden nur noch über das schwätzen. Also er schaut jetzt für die nächste Woche schaut da 6 Folgen durch und dann sind wir auf dem gleichen Stand. Ja. Und dann, oder du kannst Zusammenfassung anschauen. Ja, voll, oder ich mache einfach eine Bachelorarbeit über Star Wars. Ja, Am besten mache ich einfach eine fucking Bachelorarbeit über Ist Luke Skywalker der Vater von Anakin Skywalker? Kann der Luke Skywalker twerken like Nicki Minaj? Ey, einmal ganz kurz wegen CGI. Sie haben bei Mandalorian gibt es eben, ich finde es immer geil, sie machen so ein paar Szenen mit Jedis, damit es noch ein bisschen den Star Wars Touch Ja, hat. zum Und Beispiel einmal Geld ist er von der kassieren. Zwickmühle gewesen, oder ist im Raumschiff, und dann kommen einfach 3 Jedis, oder? Wenn ich stark bin, Mann.
Im Mandalorian. Mandalorian, 3 Jedis. Es kommen, nein, ein Jedi kommt, das ist der Luke Skywalker. Genau, der kommt. Ja. Und der ist ja auch, sein Gesicht ist CGI, weil er ist schon alt. Und in dem Video sieht er, sie wieder sieht er jung jung machen. gemacht. Gott, was für ein Moment. Und der Moment, Alter, der hat wieder gelangt, Alter, wo Zum du Heulen. sagst, zum Heulen. Sogar, er kommt so, der Typ, also der Mandalorian hat voll Probleme gehabt in dem, gegen die Droiden. Clouds-Droiden. Und der kommt kurz an, Luke Skywalker macht Zerfetzt, ja. Also mit dem hören wir jetzt gerade auf, mit der Folge, mit den Geräuschen, die Ja, genau. der Karan gemacht hat. Also, wir sehen uns. Nein, einen Kommentar muss ich noch sagen. Bros, leck doch Sorry, ein. ein Kommentar. Yes, machen wir weiter. Das Problem ist, wenn Star Wars jetzt schaust, wenn ich jetzt Macht keinen Sinn. Darum ganz besser nicht. konkret jetzt schaue, dann finde ich es nicht so gut. Ich habe Star Wars als kleines Kind geschaut. Nein, also ich habe finde es auch jetzt Legos geil. gehabt. Nein, ich Und find's habe jetzt das geil. so krass. Ja, aber das stimmt schon. Das Bro, stimmt jetzt ganz realistisch. Ich habe die erste Folge vor kurzem mit meinem Neffen angeschaut, schon ein bisschen länger her, aber vor kurzem, weil ich es schon lange nicht mehr geschaut habe. Der Luke Skywalker hat einfach keinen Vater. Der Anakin Skywalker hat einfach keinen Vater. Hast du das gewusst? Der Anakin Skywalker, nein, er hat keinen Vater. hat keinen- Aber das ist schon egal. Nein, aber die Story ist schon die egal. Mutter sagt ja auch, er ist einfach so, er ist einfach der Jesus. Nein, es ist, Weißt du, was ich einfach, meine? es ist nicht darauf eingegangen, wer sein Vater ist. Aber Nein, es sie hat ist irgendwann gesagt, sie hat gesagt. Er ist von Gott gekommen, oder was? Ja, sie hat gesagt, ich weiß nicht, ich bin einfach schwanger geworden. Und Ja, darum okay. hätte bei der Qui-Gon Jinn nochmal denken, oh mein Gott, da ist der Auserwählte, der von der Macht Aber das ist nicht angebracht er ist. Easy, Jungs. Also, hey, wenn ihr irgendwelche noch Filmtipps habt, gerne YouTube abonnieren, kommentieren, welche Filmteams die Jungs noch müssen anschauen und ich. Ich wahrscheinlich weniger, weil zeitverständlich. Aber Jungs und ich werden sich auch noch mit beeinflusst, so, zum stimmt, zu schauen. schlecht. Eben, kommentiert, welche Filmtipps ihr noch habt und wie Oppenheimer ist für euch, wie Star Wars ist für euch, welche Filme gibt es noch zum Kritisieren. Bitte gebt einen Kommentar zu Star Wars ab. Und Gut. Marvel. Und Marvel, Avenger-Fan, ja, nein. DC oder Marvel, oder? Und die zwei gibt es da. Ja, so die sicher, wir gerade Kopf an vergessen. Ich Kopf. kenne da gar Rauchen. nicht. Rauchen. Also gut, jetzt haben wir sicher 1,5 Stunden geschwätzt. Okay. Yes. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ab jetzt wird, das ist jetzt offiziell, oder? Alle 2 Wochen kommt eine Folge raus. Ja. So, weil Yes. wir haben alle keine Zeit, nicht nur der Dritte. glaub ich nicht. Dafür werden vielleicht ein bisschen längere Folgen rauskommen wie jetzt, so damit man ein bisschen mehr uns hören kann. Und nächste Woche oder übernächste Woche hoffentlich weniger Star Wars Content. Nice. Und Safe, mit safe. dem wünschen wir euch Möge die Möge Macht. Mit mit euch sein. Da weiß ich sogar noch. Ja? Geil, siehst du? Legende. Oder der Moment, Bro, der ist einfach Legende, der. Jeder weiß, was passiert. Was passiert denn? Was passiert denn? Machen wir wieder gerade. खैरियत ही है सबसे जरूरी